Der hat mal geklappt. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Spaß gemacht, oder? Ja, der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. So, da der die ganze Zeit da reingelabert hat, muss ich den nochmal loswerden. Und ich muss ein bisschen hin und her wippen. Weil wo ich das letzte Mal im Stehen gestreamt habe, hat sich einer auf YouTube beschwert, dass ich mich so viel bewege. Ja? Deswegen muss ich heute extra ein bisschen. Wild, oder? Leute haben Sorgen auf dieser Welt. Thale, Servus, Mara, Servus, Ambu, Servus. Schatz, Servus. Seranto, moin. Ach, herrlich. Gleich das Thema Ibiza, oder was? Julian, Servus. Und wenn, dann würden wir nicht We Are Going to Ibiza hören, dann würden wir Sunshine Reggae hören, oder? Lass er doch feiern, die FCB-Hater müssen noch was zum Draufhauen haben. Naja, ich sag mal so. Sollten wir 3:0 verlieren gegen Hoffenheim und Heidenheim gewinnt 3:0 oder so, dann kann man das Fass aufmachen. Ja. Vorher brauchst du das Fass nicht aufmachen, Alter. Punkt. Aber am Ende des Tages sind wir halt auch nicht dafür verantwortlich, wenn, keine Ahnung, Vereine 33 Spieltage ihren Scheiß nicht geregelt bekommen. So, ja. Selbst wenn du jetzt mit einer B11 auflaufen würdest am letzten Spieltag. Junge, in 2 Wochen nach Ende ist was? Die verfickte Nations League und 2 Wochen später ist Club-WM. Also über was reden wir, ja? Drauf geschissen, Alter. Muss man mal knallhart so sagen, also. Genau, HSV ist wieder in der Bundesliga. Ich hab's live mitverfolgt. Steht halt keiner, dass es darum nicht geht, sondern darum, dass Max wieder groß was rausgehauen hat und dann wird es revidiert. Ja gut, darüber beschwert sich ja keiner von denen, die ja jetzt drauf rumreiten. Aber ich fand, seine Argumentation war schon lustig vom Eberl, ne? Ja, letzte Woche, da waren ja noch so viele Entscheidungen offen und da wäre das nicht fair gewesen. Also bei Gladbach oder alles, was Gladbach betroffen hat, war keine Entscheidung offen, Alter. Die konnten nicht mehr europäisch reinkommen oder sonst was. Also dann ist jetzt am 34. Spieltag durch die Abstiegskonstellation ja mehr offen. Also ich meine, dann geht es nur um die Relegation, aber ja. Wild. Fideas, Servus. Wie gesagt, sollen die Leute sich gönnen. Erstmal das Witzige ist ja auch, was du kannst es den Spielern ja arbeitsrechtlich auch gar nicht verbieten. So, und jetzt mal ernsthaft, Alter. Die muss die Feste feiern, wie sie fallen. Punkt. Ja. Wie gesagt, hätten wir irgendwie 6 Wochen Pause nach dem 34. Spieltag, würde ich ja sagen, ja gut, kannst du kritisieren, aber weiß ich nicht. Die Leute tun gerade so, als, keine Ahnung, die haben also heute und morgen frei, oder was? Die Leute tun gerade so, als würden die Spieler sich da 18 Promille reinballern und würden Mittwoch, Donnerstag, Freitag tot im Bett liegen und müssten dann Samstag ein Fußballspiel spielen. Also, was ist los mit den Leuten, Alter? Die haben die ganze Saison über immer nur 3 Tage, 1,5 Tage Vorbereitung auf ein Bundesligaspiel gehabt. Also, ist wieder viel Rauch wie im Vatikan um nichts, Alter. Ja? Völliger Schwachsinn. Soll der Heavy sich mal gönnen da mit dem Airbag, sollen sie mal die Sau rauslassen. Ich denke mal, das tut den 13, die da gefahren sind, aber wie viele das waren. Ich denke, denen tut das alle mal gut. Nach so einer Saison, wie sie bisher war. Nee, ich finde das nicht unglücklich. Die Aussage von Max Eberl eine Woche vorher wieder, ja, das war halt wieder. Nee, ja, nach der Saison machst du Privaturlaub, ja. Genau, und dann triffst du dich nochmal zu einer Meisterfeier, wo, keine Ahnung. Ich meine, du bist schon Sofameister geworden. Also wie gesagt, ich habe da keine Kopfschmerzen mit. Wir sind auch nicht dafür da, keine Ahnung.
Wie gesagt, du kannst auch das Argument bringen, wir treten mit einer B-Mannschaft am letzten Spieltag an. So, wer will denn dagegen was sagen, Alter? Nochmal. 2 Wochen später ist diese verfickte Final Four Turnier, was keine Sau interessiert. 2 Wochen später ist Club-WM. Also wer will denn irgendwas sagen, wenn wir sagen, nö. Also lächerlich. Sorry, gehe ich nicht mit. Gibst du mir gleich Mara? Mach mal, Baby. Die Kamera kommt halt nicht mit. Ja, aber ist mir doch egal. So kommt die Kamera mit. Für die ja, Servus, habe ich schon gesagt, ne? Donny, guten Abend aus Ibiza. Jawohl! Endlich der HSV wieder oben. Er hat doch nur 7 Jahre gedauert, oder? Ja, wir brauchen uns ja nicht darüber unterhalten, dass bei uns im Verein irgendwie, weiß ich nicht. Die Führung macht halt so ein gutes Bild wie, was weiß ich. Ich finde halt auch keine Argumente mehr, ne? Die ganze Saison über halt nicht. Ja, wir gewinnen dann gegen Hoffenheim und dann ist gut. Ja. Aber dann beschweren sich wahrscheinlich die Leute, dass wir Hoffenheim nicht 4-0 abschießen oder sonst was. Ist halt wieder alles. Also erstmal müsste Heidenheim ja eh erstmal gewinnen. Am besten 3-4, 5-0 oder was. Also komm, Leute, lasst mal die Kirche im Dorf, Alter. Ja, wie gesagt, ich würde ja, du kannst, wenn du das wirklich aufmachen wollen würdest, das Fass Wettbewerbsverzerrung, Alter, dann, ja, die Spieler kommen Freitag wieder, müssen Samstag spielen. Ey, dann können wir ja ein Fass aufmachen. Ja. Aber dem ist ja nicht so. Die haben 2 Tage freigekriegt und sind dann weggefahren, ja. Und die hätten sich ja auch zu Hause bei, keine Ahnung, bei Manuel Neuer im Garten treffen können und hätten sich da 4 Promille reingeschädelt. Wenn das jetzt ein Argument sein soll. Spielt das jetzt für eine Rolle, ob das auf Ibiza in irgendeiner Promi-Disco ist oder bei irgendeinem Spieler im Garten, Alter? Wo ist jetzt der Unterschied? Ja? Wild. Wild, wild, wild. Ich meine, ihr haut doch immer alle diese Takes raus, wenn es um Geld geht. Ja, würdet ihr doch alle genauso machen, wenn es euer Arbeitgeber wäre, ja. Dann stellt euch mal vor, euer Arbeitgeber sagt zu euch, ja, du hast jetzt 2 Tage frei, aber nee, du musst zu Hause bleiben, du musst dich einsperren, oder was? Dann würdest du dir auch sagen, hast du was an der Birne, oder was? Rockerman, servus. Wichtig ist, dass man am Ende wieder mit dem Finger auf die bösen Bayern zeigen kann. Aber das kann man ja noch nicht mehr. Da musst du ja erstmal den Samstag abwarten. Wie gesagt, wenn wir da 3-0 verlieren, dann kannst du das Fass ja aufmachen. Das Fass jetzt aufzumachen, ist halt dumm, ne? Ja, das war doch auch überspitzt gesagt. Also ich glaube nicht, dass da irgendein Profisportler sich 2 Promille reinjagt, weil mit 2 Promille bist du schon ziemlich nah an einer Alkoholvergiftung, Alter. Ja, ist ja auch schön, dass es für Hoffenheim und Heidenheim noch um was geht. Ist das unser Problem? Sind wir der FC Heidenheim oder sind wir die TSG Hoffenheim? Denke nicht, oder? Hat die TSG Hoffenheim 33 Spieltage Zeit, den einen Punkt zu holen, der ihnen fehlt? Ich denke ja, oder? Soll das jetzt in unserer Verantwortung sein, oder was? Hä? Selbe gilt für Heidenheim. Sind wir jetzt in der Verantwortung? So, was ist, wenn wir 1-0 gegen Hoffenheim gewinnen? So, dann sind wir in der Verantwortung. Ach du Scheiße. Wir haben nicht 4-0 gewonnen? Hä? Leute, was sind das für Takes? Wir sind in der Verantwortung, unsere Spiele zu gewinnen, wenn wir es brauchen. Ja, wir brauchen es nicht mehr. Wen interessiert's, Alter? Und nochmal, wir reden von Montag, Dienstag. Wir spielen Samstag. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. 3 Tage Vorbereitung auf ein Spiel. Hä? Wann haben wir das denn gehabt, diese Saison? Sorry, Leute. Das ist eine Fata Morgana, Alter. Wir können das Fass hier aufmachen, keine Ahnung. Wenn Harry Kane und Eric Dyer sich beim Tanzen jeweils ein Bein ausrenken und dann nicht spielen können, dann können wir das Fass ja gerne aufmachen. Aber ansonsten lass das mal ganz, ganz, ganz schnell wieder zu sein.
Anmu, das ist richtig. Und wenn ihr euch mal dran erinnert, habt ihr Mario Basler nicht gehört bei der Dingens? Der saß bis morgens um 4 an der Theke im Hotel und hat sich die Bier reingeschädelt und hat dann Champions League-Finale gespielt. Weiß ich nicht, war er jetzt so schlecht? So, und nochmal, wir reden davon, wir gehen Mittwoch wieder ganz normal ins Training, also. Ja, sorry, Leute. Und spielen am Samstag, ja. Also das muss eigentlich schon reichen als Gegenargument. Das ist halt einfach wieder der Neid. Ja? Das ist wieder der Neid der Leute, diese Missgunst einfach. Oh nee, wie können die denn feiern gehen? Die sind wieder Meister geworden, die scheiß Bayern. Ja, fickt euch alle, Alter. Sorry, dass ich das so klipp und klar sagen muss. Ja, aber die Aussage, ja sorry, da brauchst du nicht diskutieren. Ja, ich habe da gerade gesagt, Eberts Argument ist, ja, letzte Woche ging es noch um was für die anderen Vereine und kommende Woche nicht, was ja dumm ist, ist ja genau umgekehrt. Also wir brauchen nicht darüber reden, dass Eberts Aussage, der soll einfach die Fresse halten am besten, oder? Ich weiß nicht, soll sich vorher mit Uli und Kalle beraten und dann eine Aussage tätigen. I don't know. Also der Eber macht bei uns halt keine gute Figur, ne? Sag mal, wie es ist, ey. Das ist ja nicht die einzige Aussage, ist ja quasi jede Aussage. Kannst ja irgendwie 1 oder 2 Wochen später, kannst du die wieder zerreißen. Ist halt so. Heute gelesen, der Bayer-Konzern hat grünes Licht gegeben bei einem Angebot von 150 Mille. Ja, läuft. Ja, das kannst du, also was sagst du dazu, dass der FC Bayern die Sause auf den Balkon zahlen soll? Wird ja nicht passieren, ja, weil in Bayern regiert ja immer noch die CSU. Solange dem so ist, wird das nicht passieren. Ich kann den Take auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite halt auch nicht. Ja. Das müsste man ein bisschen differenzierter betrachten. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass man sagt, ja, es wird von Steuerzahler bezahlt, ja. Kannst du bringen den Take. Du kannst auch den Take bringen, der FC Bayern ist ein Unternehmen mit über 1 Milliarde Umsatz. Dann sollte man sich die halbe Million leisten können, wenn man auf dem Rathausbalkon da feiern geht. Die Frage ist, wie hat der Bums angefangen? Hat die Stadt den FC Bayern da eingeladen oder nicht? Punkt 1. Punkt 2. Boah, weiß ich nicht. Gehen wir nur von 10 Fußballtouristen pro Heimspiel beim FC Bayern aus. Ich denke mal, es sind bedeutend mehr. Dann weißt du, was allein durch Tourismus, nur wegen dem FC Bayern, das Land Bayern und die Stadt München sehr wahrscheinlich an Umsatz fährt. Also, weiß ich nicht. Also ich verstehe das Argument und ich hätte da jetzt auch nichts gegen. Ja. Dass man sagt, soll der Verein selber zahlen, wenn er so ein Riesenunternehmen ist. Auf der anderen Seite, ja, keine Ahnung. Für mich natürlich leicht, ich bin Bayern-Fan, Alter, sollen sie meine Steuer nehmen. So, weißt du? Ist immer schwierig. Aber dann kannst du auch gleich wieder das nächste Fass aufmachen, dann reden wir über die Einsatzkosten der Polizei. So, ich denke, die sind beim FC Bayern relativ gering. Ich denke, wenn da irgendwo Ruhrgebietmäßig Derbys sind und so weiter, ich denke, da ist viel mehr Aufgebot. Bla, du kannst die ganzen Fässer aufmachen, Alter. Ja? Also ich verstehe den Take, ich hätte auch gar kein Problem mit, wenn die sagen würden, muss der FC Bayern selber zahlen. Aber der FC Bayern muss ja schon den normalen Leuten den Inflationsausgleich wegnehmen, damit der Florian Wirtz bezahlen kann. Deswegen würden wir wahrscheinlich dieses Jahr auf die Meisterfeier am Rathausbalkon verzichten. Ich glaube allmählich, Max wurde geholt, damit man jemanden hat, dem man den schwarzen Peter zuschieben kann. Nee. Also ich glaube, der Max macht einfach eine unglückliche Figur, weil er denkt, er hat was zu sagen. Na? Ich glaube, das ist das Problem. Er denkt, er hat was zu sagen, er äußert das dann auch nach seinen Düngen, weil er der Sportvorstand ist und dann
kommt immer von oben der Daumen und sagt, ja, Max, nee, so nicht. Und dann steht er immer da wie ein Idiot. Ja. Hoffenheim schlagen wir auch halbtrunken. Ja, aber wie gesagt, wenn du mittwochs wieder ins Training gehst, wirst du nicht mehr halbtrunken am Samstag sein. Wenn die Bayern-Führung nicht standhaft bleibt beim Sané-Thema und mit dem Weltklasse-Spieler noch verlängert, können da auch schon wieder Köpfe rollen. Ich meine, wie lächerlich würden die sich dadurch machen. Jo, sehe ich genauso. Aber wird wahrscheinlich passieren, wa? Ja, genau. Wir kaufen die Bundesliga kaputt. Sollen wir mal in die Transfers reingehen der letzten 5 Jahre, die wir aus der Bundesliga getätigt haben und die der BVB aus der Bundesliga getätigt hat? Dann können wir mal gucken, wer die Bundesliga kaputt kauft. Manu soll schon wieder Probleme haben, die ist mir die linke Wade. Ja, ist ja jetzt erstmal 2 Tage auf Ibiza, dann geht das schon. Ah. Ben, servus und Glück auf. Ja, die Frage ist ja, ob er spielen darf, wa? Ich meine, mitfahren, soll ich das Thema wieder aufmachen? Ich denke nicht, oder? Also rein Grafenberg war 1 Jahr da. Ich denke, da war bei jedem Spieler, weil durfte er spielen. Ja, natürlich will der Dortmund viel mehr in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich in der Bundesliga, wenn die Transfers anguckst. Das Argument hättest du ja noch vor ein paar Jahren, hast ja noch Argumente gehabt für das Argument, so, ne? Aber mittlerweile hast du die ja nicht mehr. Wenn die Leipziger sich da beschweren würden, das kannst du ja noch verstehen, da haben wir in den letzten paar Jahren mal 3, 4 Spieler geholt. Aber dann kannst du ja eher das Argument bringen, dass Dortmund uns kaputt kauft. Ja, Club-WM ist aber keine Vorbereitung, Alter. Bei der Club-WM geht es quasi um den Transfer von Florian Wirtz, wa? Verstehst du? Ist, glaube ich, ein bisschen Unterschied. Ob das ein Vorbereitungsspiel gegen Tuffazhausen ist? Oder eine Club-WM, wo du 120 Mille einnehmen kannst, ne? Behaupte ich jetzt einfach mal, dass es für den FC Bayern ein Unterschied ist, wenn man wirklich Florian Wirtz verpflichten möchte. Leute, ich steige auf euren Leroy Sané Spieler des Monatszug nicht auf. Er könnte von Kimmich angelernt werden und dann irgendwann übernehmen. Ja, na klar. Ungefähr so wie Manuel Neuer die ganzen Torhüter angelernt hat, damit die übernehmen können, oder? Wild. Was für 2 Zehner denn? Ich sehe keine 2 Zehner bei uns. Adidas macht das schon mit Florian? Ja, wegen mir, let's go, Alter. Keine Ahnung, da liest ja so viel. Also wie gesagt, ich bin dafür, einen Wirt zu verpflichten. Ganz klare Kiste, ohne Wenn und Aber. Aber ob das jetzt irgendwie da schon, was weiß ich, was ist, wie es hier stand, ob Bayer-Konzern sagt, jo, müsst ihr verkaufen. Ob der FC Bayern sagt, jo, ihr habt da 150 Mille. I don't know. Ja, das werden wir doch sehen, ob wir da weit kommen. Mit Kimmich im Mittelfeld. Ich
denke mal, das wird stark davon abhängen. Ich meine, ich kann die lateinamerikanischen Mannschaften und so, ich kann die halt nicht einschätzen, wa? So gar nicht. So. Ich denke mal, die werden das alle super ernst nehmen, weil die schon immer diese Club-WM da vorher super ernst genommen haben. Ich denke, die sind da heißer wie Frittenfett drauf. Die Frage wird sein, wie heiß sind da die anderen europäischen Mannschaften drauf? Dass der FC Bayern da heiß drauf ist, weil er gerade Geld braucht, denke ich, ist klar. Ja, und Vinny ist eh heiß drauf. Harry Kane mit Sicherheit auch. Ist halt immerhin nochmal ein Titel. Wird man sehen, ne? Von mir aus könnte man Guerrero auch verkaufen, auch ein Schönwetterspieler, der nicht wenig verdient. Was verdient er denn? Man kann, solange Davis verletzt ist, Azno die Chance geben und wenn Davis zurückkommt als Backup-Herausforderer und im zentralen Mittelfeld haben wir keinen Platz für Guerrero. Und das ist richtig, dass wir im zentralen Mittelfeld eigentlich keinen Platz für ihn haben. Ja. Da gehe ich mit. Ja. Eigentlich ist Jonathan Tah auch schon bei uns, oder? Er hat schon unterschrieben, oder? Und weil er ja die gleiche Berateragentur ist wie bei Leroy Sané, müssen wir Libo gleich mitnehmen. Na, ist dann Voraussetzung. Weil es wie Davis und Musiala, dann sagt der Tah, ey, der Libo muss da bleiben, sonst komme ich nicht. Weißt du? So ein Ding. Also, wegen mir kannst du den Guerrero auch verkaufen, sage ich euch ganz ehrlich. Auch wenn er ein paar gute Spiele hatte dieses Jahr, da kannst du auch einen Jugendspieler für hinstellen, sage ich euch, wie es ist. Ja, das ist wieder ein Platz, der dem Jugendspieler weggenommen wird. Aber erstmal müsstest du dafür die Spieler loswerden und zweitens müsstest du die Eier haben, um mal zu sagen, jo, zweite oder zwei oder sagen wir mal Spieler 17, 18, 19, 20 plus ist Jugend. So, die Richtung. Ja. Da müsstest du halt mal die Eier für haben. Ja. Aber ich sehe natürlich dann auch die Leute dann schon schreiben, ja, wie kannst du denn so in die Saison gehen und 3 Spieler verletzt und dann macht ein Jugendspieler einen Fehler und dann wird Vinny zerrissen, weil er Jugendspieler aufstellt. Komm, hört mir auf, ey. Naja, Bischof hat natürlich den Vorteil, dass er eine ganze Saison Bundesliga gespielt hat, wa? Darf man jetzt ja auch nicht außer Acht lassen. Das ist natürlich schon ein Unterschied zum Azno zum Beispiel. Aber du musst halt den Jungs die Chance geben, ne? So. Und musst dann halt auch an denen festhalten. Ja, das ist ja egal, ob ein Tah besser ist als ein Eric Dyer, Alter. Eric Dyer ist halt nicht mehr da nächste Saison. Aber sollten wir einen Tah verpflichten, wird das mit Sicherheit nichts, was billig ist. Ne? Machen wir uns nichts vor. Der wird wahrscheinlich auch mindestens seine 15 Mille im Jahr haben wollen. Plus wahrscheinlich 20, 30 Handgeld. Wahrscheinlich geht es dann auch um 4 oder 5 Jahre. Ja. Barca ist doch gar nicht dabei bei der Club-WM, Alter. Wie sollen die denn Geld verdienen bei der Club-WM? Klappt nicht, Amu. Geht nicht. Vielleicht können sie sich auf die Tribüne hinsetzen, können ein paar Fanartikel verkaufen an die Fans, die da sind, die vielleicht Barca mögen. Aber fußballerisch sind die leider nicht dabei. Zumindest habe ich das gelesen. Vielleicht waren es Fake News. Nee, ich glaube, die sind nicht dabei, du. Von daher sage ich ja, kommt drauf an, wie ernst die anderen Mannschaften das nehmen, wa? Guerrero würde ich davon abhängig machen, was er verdient, ne? Wenn er so ein 5-Millionen-Spieler ist, dann kannst du ihn natürlich behalten. Aber wenn es irgendwie mehr ist, dann kannst du ihn auch meinetwegen durch einen Jugendspieler ersetzen. Spieler-Discord. Nehmen Sie einen Tah und erhalten einen Leroy dazu. Ja, wenn das funktionieren würde, du. Cordio, servus, guten Abend. Nee, keine Ahnung. Also ich hätte den Tah ja schon letztes Jahr gefühlt, habe ich ja auch gesagt.
Ist halt alles eine Frage der Konditionen. Ich meine, wenn man beim Opa jetzt so geizig ist, zu sagen, komm, wir verlängern den Vertrag, kriegst die 15 Mille, weil Davies die auch hat, und du verpflichtest dann auf der anderen Seite einen Tar für 15 Millionen, die er mindestens haben möchte, wenn Pini Zahavi ihn vertritt. Ja, weiß ich nicht, dann wird es auch schwierig. Ja. So, I don't know. Aber wir kennen die Pläne nicht. Vielleicht will man auch einen Opa verkaufen, weil Opa sagt, ich will das haben, der FC Bayern findet das als zu viel. Ich weiß es nicht. Das wissen wir ja alle nicht. Wir müssen einfach den Sommer abwarten, ne? Aber du wärst natürlich dumm, sind wir ehrlich, wenn Jonathan Tah gerade ohne Verein dasteht nach dieser Saison, nicht da mal abzuklopfen, wie die Konditionen sind, ne? Da brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Da wäre es ja dumm. Also ist ja nicht so, dass wir keinerlei Notwendigkeit haben in der Innenverteidigung. Ist ja nicht so, dass das super sicher gerade ist. Wobei man fairerweise auch sagen muss, hat man ja auch wieder schön gegen Gladbach gesehen, die Innenverteidigung war da auch nicht das Problem, ne? Das Problem war, dass der zentrale Mittelfeldspieler nicht einmal in seinem Raum stand. Oder beide. Das war wieder so. Die Scheune war auf. Ja? Und dann sehen die beiden Innenverteidiger wieder scheiße aus, obwohl sie es dann noch gut rausgerissen haben. Gerade Stani hat viel gerettet. Ne? Katastrophe halt einfach. Ne? Aber das Thema, da kannst du auch ein Tar hinstellen, das wird sich dann auch nicht ändern. Ne? Der Raum ist halt einfach offen wie ein Scheunentor, Alter. Na, 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 na. Ja, wie gesagt, aber ein Tar wird auch nicht billig sein, ne? Also mein Take ist, wenn die sich wirklich mit dem Tar auseinandersetzen, dann wird ein Kim oder ein Upamecano gehen. Weil ich glaube nicht, dass du 3 hochbezahlte Innenverteidiger da rumrennen haben wirst. Ja, Erbig gehen zu lassen ist eh Banane, aber wie gesagt, aus Erbigs Sicht völlig verständlich, oder? Ja, nee, also ich meine, wir haben ja schon oft Lücken gehabt, ne, im zentralen Mittelfeld, aber gegen Gladbach war schon anders wild, oder? Aber das ist halt einfach die Kombo Kimmich-Goretzka, Alter, die kannst du einfach ich kann die auch nicht mehr sehen. Die kannst du halt einfach in die Tonne kloppen, Alter. Ich weiß nicht, wie man diese Kombo noch aufstellen kann. Das ist eine Katastrophe, ja. Also ich glaube echt, der Kimmich, wenn er mit Goretzka auf dem Feld steht, dann sieht er selber, dass ein Leon nach vorne, keine Ahnung, der ist nicht existent, dieser Mensch. Der kann nichts. Der kann kein Spiel eröffnen, gar nichts. Ja? Der kann vorne im Strafraum mal reinrennen, das kann er, ja. Und dann fühlt sich ein Kimmich berufen, ach, ja, eigentlich bin ich defensiv, aber nee. Dann rennt der nach vorne und dann ist gar keiner hinten und ach, hör mir auf, Alter, Katastrophe einfach. Kannst du dir nicht angucken, das Duo. Brauchst endlich einen Abwehrchef, ja, aber Opa war ja auf einem guten Weg eigentlich, ne? Wie gesagt, also solltest du wirklich ernsthaft Florian Wirtz verpflichten wollen, wäre es doch ein super No-Brainer gewesen zu sagen, komm, wir gehen hinten auf eine Dreierkette. Erbeck ist der zentrale Mann in der Dreierkette, hat er 10 Jahre bei Tottenham gespielt, kann er, ist ein absoluter Anführer, hat er bei uns bewiesen. Vorne, der musste eh umbauen auf Halbposition mit Wirtz und Musiala. So, wo ist das Problem? Ja, jetzt hast du gleich 3 Sachen auf einmal gelöst. Ja, wolltest du aber nicht. Weil wenn du mit einer Dreierkette spielst und ein Eric Dyer der zentrale Mann ist, dann muss der auch nicht super schnell sein, Alter. Ja, und so langsam ist er auch nicht, wie das immer drastisch dargestellt wird. Also. Ja, aber anscheinend, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die für Ideen haben. Frag mich nicht. Blick da auch nicht durch. Ich verstehe auch nicht, wenn man sich ernsthaft um Florian Wirtz bemüht, warum man dann unbedingt mit Leroy Sané überhaupt nur daran denkt, verlängern zu wollen. Den verstehe ich gar nicht, den Take. Was willst du mit dem Leroy Sané denn dann noch? Spielen wir dann ohne Stürmer oder was? Lass mal Heavy dann draußen oder wie? Also, keine Ahnung. Verstehe ich nicht.
Aber muss ich halt auch nicht, ne? Aber vielleicht spielen wir dann 4-1, 4-1. Ich meine, wir haben nur dann 6 zentrale Mittelfeldspieler. Ist doch super, wenn wir dann einen Platz da haben, oder? Ist doch toppi. Ach, herrlich. Ich finde es auch schade, einen Opa gehen zu lassen. Ne? Ja, das Ding ist immer, die Spieler müssen ja erstmal weg wollen, ne? Das ist das ja. Ja, nochmal, du hättest das ja direkt mal vorher schon klären können, ja. Aber ich denke auch, ein Eric Dyer, der ist 31, der hat wahrscheinlich auch keinen Bock, jetzt 2 Jahre irgendwie, ja, der 3. oder 4. Innenverteidiger zu sein. Ne? So. Der hat noch 2, 3 Jahre und die will halt Fußball spielen. Ja. Das ist so das Thema. Und das bietet ihm der FC Bayern halt nicht. So. Der FC Bayern bietet ihm, ja, wenn die und der ausfällt, dann bist du an der Reihe. So. Hätte der FC Bayern ihm geboten, jo, du bist hier der Abwehrchef, let's go, dann hätten wir gar nicht reden brauchen. Ja. So, ich glaube noch nicht mal, dass da um Kohle gegangen ist. Der will halt einfach noch 2, 3 Jahre jetzt Fußball spielen und nicht nur dumm auf der Bank sitzen. Ja. Wir haben so viele Baustellen, 150 wie wir jetzt, weiß ich nicht, ob man das Geld nicht besser investieren könnte. Ja, in was denn? Nee, finde ich nicht. Ich finde das völlig fein. Wie gesagt, das ist ja in der Regel kein Geld, was weg ist, wenn du 150 Millionen für einen Wirtz ausgibst. Ich denke mal, 150 würden es eh nicht werden. Ich denke mal, so 120 plus 10 Bonus oder sowas wird wahrscheinlich so die Ecke werden. Oder 125 und 10 Bonus irgendwie. Und jetzt mal ernsthaft, jetzt stell dir doch mal vor, du hast Musiala, Wirtz und Michael, Alter. Soll ich noch irgendwas weiter sagen? Und dann hast du vorne noch einen gewissen Harry Kane stehen, Alter. Da kann der Kompanie zum Kimmich sagen, ey Josh, du darfst bis zur Mittellinie, weiter darfst du nicht. Der braucht da vorne dann nicht mehr rumtingeln, Alter. Wenn du dann Wirtz und Musiala auf dem Halbposition hast. Da braucht kein Josh mehr da rumeiern, was er jetzt die ganze Zeit machen muss, weil er einfach null Kreativität ist. Ja. Da ist Müller rumgedümpelt gegen Gladbach, Alter, der war so kreativ wie ein Stück Holz. Ja, der ist halt sportlich einfach nicht mehr tragbar, deswegen hat er seine Karriere beendet. Das ist auch völlig fein. So, der Einzige, der gegen Gladbach wieder was gezeigt hat in der Offensive, war ein Michael, Alter. Alles andere waren Totalausfälle. Ja. Also ich denke schon, dass eine Notwendigkeit da ist, einen Wirt zu verpflichten, wenn du einen Wirt kriegen kannst. Aber sowas von. Siehst du doch gerade, wenn Musiala ausfällt, ist tot. Die Mitte ist tot. Komplett tot. Katastrophe. Naja, Opa gehen lassen, weiß ich nicht. Das Problem ist einfach, dass bei uns durchschnittlich, überdurchschnittlich verdienen. Da will eben jeder noch mehr. Nee, die wollen, das haben wir ja letztens Stream schon besprochen, die wollen jetzt halt einfach alle auf das Niveau von Fonzie Davis und das ist ja auch völlig normal, oder? Fonzie Davis ist jetzt kein Weltklasse-Spieler oder hat überragende Leistung bei uns gezeigt oder ist ein Leistungsträger oder sonst was. So, und wenn dieser Spieler 15 Millionen bekommt, dann ist doch wohl klar, dass jeder, wo es jetzt um eine Vertragsverlängerung geht, ja, hier, hallo, ich hätte jetzt auch gern diese 15 Millionen, danke. Völlig normal. Ja. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wie willst du das denn sonst verargumentieren? So. Ja? Und deswegen, ich kann das auch bei Leroy verstehen. Wenn der da wirklich 10 geboten kriegt, plus 5 Bonus,
Ja, dann sagt er sich auch, warum kriegt der denn da drüben, warum kriegt der denn 15? Was hat der denn geleistet hier? Der hat ja auch nicht mehr gute Spiele gemacht wie Leroy. Ja. Selber schuld halt, ne? Hast du dir selber wieder eingebrockt, den Schuh. Und das nur um, keine Ahnung, damit Musiala glücklich ist. Definitiv haben die Lack gesoffen. Also wie gesagt, du kannst die wirklich eigentlich nur erklären damit, dass das wirklich im Hinblick auf Musiala geschehen ist, ne? Anders kannst du das nicht erklären, Alter. Geht nicht anders. Play 0, danke für den Primey. Und erstmal danke fürs Follow. Und No Limits, danke für dein Follow bekommen. Aber das haben wir ja damals besprochen. Also ich kann es mir nicht erklären. Davis ist dass er Entwicklungspotenzial hat, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Ich meine, 10 Mille oder die 12, die man ihm letztes Jahr geboten hatte, ich denke mal, das wäre ein guter Ding gewesen, aber was man jetzt gelesen hat mit 15 plus 5 Bonus, 20 bis 25 Mille Handgeld, ja, da weiß ich halt auch nicht, Alter. Ja. Also sportlich kannst du das nicht verargumentieren. Und das werden die Verantwortlichen jetzt merken. Ja. Also Upa hat eine super stabile Saison gespielt, super stark gewesen bis zur Verletzung. So, wie willst du denn jetzt beim Upa argumentieren? Warum er das Geld nicht kriegt? Ja, geht ja nicht. Und das Problem siehst du ja gerade schon bei Leroy. Verstehe ich vollkommen. Ja. Der sagt ja, nee, das reicht mir nicht. Wenn der Durchschnittsspieler so viel Geld bekommt, dann möchte ich das auch gerne haben. Das verstehe ich schon. Herr Cordio, das werden wir sehen. No? Also ein Zert wirst du auch nicht Verkauf kriegen. Du kriegst keinen Verkauf von diesen Leuten. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Die fühlen sich alle pudelwohl, weil sie so viel Geld verdienen für weiß ich nicht, für 80% Leistung oder sonst was. Die sitzen ihre Verträge aus, entweder lässt du sie dann auslaufen oder ja, du versuchst das, was du gerade bei Leroy versuchst und die gehen dann halt. Keine Ahnung. Ist halt wild. Palini hat aber bei Portugal allein auf der 6 gespielt und das super bei der EM gemacht. In einem 4-3-3 verstehe nicht, warum das ausprobiert wird und Kimmich einfach auf RV gestellt wird. Wo er auch Stärken durch Halbflanken zeigen kann wie im DFB-Team. Natürlich kann er manchmal beim Aufbau auch invertiert spielen, um die Zentrale zu unterstützen. Ja, natürlich kann er das. Natürlich könnte er das. Das ist so mein Reden, Alter. Guckt euch den Philipp Lahm an. Philipp Lahm war als Rechtsverteidiger Kapitän und war auch ein super wichtiger Aufbauspieler. Ja? Ist halt so. Und das könnte ein Kimmich genauso machen. So, aber anscheinend will ein Kompany das halt nicht. Aber wer weiß, vielleicht erleben wir es nächste Saison. Wir wissen es doch nicht. Fakt ist, wenn ein Wirtz verpflichtet ist, wirst du ja vorne was ändern müssen. So, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Also wenn du dann den Take machst, irgendwie Musiala oder ein Wirtz auf irgendeiner Flügelposition zu stellen, dann verschenkst du ja Potenzial. Das wäre ja dumm. Also wirst du irgendwas ändern müssen. Odi, servus. Ja, was heißt, du hast vorne entweder einen Spieler mehr, dann musst du halt einen zentralen Mittelfeldspieler opfern. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist der Wirtz aber auch wirklich nur so ein Uli-Ding. Eine Kompanie braucht das eigentlich gar nicht. Wir wissen es ja nicht. Blickt ja keiner durch bei uns. Ja, haben wir letzte Woche schon über den Wahnsinn mit den Gehältern gesprochen, oder? Oder meinst du einen speziellen Wahnsinn?
Herr Coolio, bei mir rennst du damit offene Türen ein. Also ich habe es ja letztes Mal durchgeguckt. Wie gesagt, ich habe sechs gute Spiele gefunden die Saison. Dann irgendwie 8 auf Durchschnitt und der Rest war Katastrophe. Bam, badam, bam, bam, badam, bam, bam. Ja, Kompanie hat alles richtig gemacht diese Saison. Habe ich ja auch schon gesagt. Du hast halt wieder gesehen, dass es ein Team ist. Guck mal, hättest du dir letzte Saison vorstellen können, dass 13 Spieler zusammen nach Ibiza fahren? Hättest du dir niemals vorstellen können, oder? So, das sagt schon alles aus eigentlich. Ja, keine Ahnung. Ich lese natürlich auch die Überschriften. Ich lese das mit dem Tag, ich lese das mit dem Wirt und ja, na sicher. Leute, wir können darüber natürlich spekulieren, klar. Aber was da am Ende dran ist, wir werden sehen, wenn es soweit ist. Ja? Samstag ist letzter Spieltag. Wenn am Sonntag die Verpflichtung vom Wirtz bekannt gegeben wird, ist doch alles gut. Wer weiß, vielleicht war der Uli im Casino und hat die letzten 50 Mille genommen vom Festgeldkonto und zweimal auf Rot gesetzt und hat geklappt. Ja? Wer weiß, Leute, wir wissen es doch nicht. Vielleicht hat der Uli aber auch eine Steuerrückzahlung gekriegt. Wer weiß das schon? Ich weiß nicht. Also, so als Typ kann ich den halt gar nicht einschätzen. So. Also, ich rede über den Wirtz als Fußballer. Ja? Ich finde den auch immer, weiß ich nicht. So vom Typ her kann ich den nicht einschätzen. Ist er mir auch eher unsympathisch wie sympathisch, was ich bisher so gesehen habe. Aber fußballerisch und auf dem Feld, Alter, eine Maschine halt einfach. Ja, komm, Plätti brauchst du so, kannst du so ernst nehmen, wie wenn ich dir was sage, Alter. Ist genauso viel Wahrheitsgehalt drin. Junge, der labert einfach immer irgendeine Scheiße und Martha recht, Martha kein Recht, ey. Wenn du den als Quelle nimmst, dann kannst du auch die Bildzeitung als Quelle nehmen, Alter. Hatte Glück beim einarmigen Banditen. Ich glaube nicht, dass da so viele Millionen zu holen sind, oder? Ist Uli auf jeden Fall zuzutrauen. Also als Fußballer ist Wirtz eine Maschine, Alter. Ja. Wie gesagt, der ist schon 2 Schritte weiter, wie es Musiala ist. Wo Musiala dieses Jahr wirklich nochmal einen guten Stepper gemacht hat. Aber wenn du dieses Rumgeheule dann von Musiala siehst mittlerweile, wenn er gefoult wird, so diese Majestätsbeleidigung, ja, das hatten wir jetzt halt nicht, Alter. Das hat er nicht. Der hat nicht solche Allüren dann. Und der ist viel, viel ehrgeiziger. Zumindest was man so auf dem Feld sieht. Viel, viel ehrgeiziger, Alter. Also ich denke, als Fußballer, vom Fußballercharakter passt der 1A zum FC Bayern. Also alles, was ich von dem gesehen habe, ist, der hasst das zu verlieren. Das brauchst du. Ja, ich spiele auch bei der Club-WM. Der Uli hat gestern angerufen, der hat gefragt. Ich habe gesagt, Uli, pass auf. Gegen Quebec oder wie auch immer unser erster Gegner heißt, habe ich gesagt, Uli, mach klar, für 10 Minuten reicht's. Für 10 Minuten als Libero reicht's. Ich pendel dann so, ich sichere quasi das Tor ab, wenn Manuel Neuer nach vorne geht. So ein Ding machen wir dann, weißt du? Damit noch ein bisschen Erfahrung auf dem Platz ist bei der Club-WM. Ei. Ja, wie gesagt, sportlich werde ich den Teufel tun, ihn sein Können abzusprechen, aber irgendwie mag ich ihn nicht. Vielleicht ist es
Pornobalken oder Bälkchen. Ja, warte doch mal ab, wenn er da wirklich kommen sollte. Quebec ausgesprochen, oder? Ich habe keine Ahnung. Bei dir auch, Phileas. Was machst du denn? Bilden wir denn die Viererkette oder was? Oder hast noch nicht zugesagt? Ich habe auch gesagt, ich mache umsonst, weil Inflationsausgleich ist nicht mehr drin. Habe ich gesagt, komm, ich kläre das mit meinem Arbeitgeber. Du zahlst einfach die Reise. Passt schon. Grüße, was denkst du, wie hoch ist die Chance, dass Company mal ein neues System spielen lässt? Ich denke, wenn Florian Wirtz verpflichtet wird, ist sie sehr, sehr hoch. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo denn Florian Wirtz in diesem System hinstellen willst. Mach mal Sachen, Schatz. Atemlos auf dem Platz. Ah, herrlich. Ja, ist ja auch okay, dass du das so findest. Ich finde das schon, dass ein B2 weiter ist wie Musiala. Aber das werden wir ja dann sehen, wenn beide in einer Mannschaft spielen sollten, oder? Dann können wir das ja noch besser vergleichen. Was gibt's Neues von Sané? FCB Insight sagt, da der FC Bayern Jonathan Tah verpflichten wird, muss ja auch Leroy Sané verlängern. Weil ist gleiche Berateragentur, weißt du? Ist so ein Musiala-Davis-Ding. Eieiei. Hallo Kai, bevor nun wieder einmal eine Saison sich dem Ende neigt, möchte ich mich auf diesem Wege bei dir ganz herzlich bedanken für die tollen Streams, Reaction, Taktikfix und so weiter. Sehr oft gingen unsere Meinungen zusammen. Ab und zu hatte ich auch Dinge anders betrachtet. Ich denke, für unsere Rot-Weißen aus München war es letzten Endes doch eine erfolgreiche Saison. Auf jeden Fall. Auch wenn das Finale da Home natürlich die Krönung gewesen wäre. Rot-Weiße Grüße, Petra. Ja. Also ich denke auch, dass es eine super erfolgreiche Saison war unter den Umständen, wie wir in die Saison gegangen sind. Ja, denke ich auch. Und danke erstmal, ne? Ich bin auch echt sehr zufrieden mit Companys erster Saison, außer dass er ernsthaft wieder so oft die Doppel-6 des Grauens. Ja, das ist. Für mich kommt noch Conny Leimer-Take als rechter Verteidiger dazu. Das sind die beiden Sachen, die, keine Ahnung, die in meine Birne auch nicht reingehen. Mit dem Rest komme ich klar, ja, dass du da Leroy, Serge und Kingsley bei Laune halten musst, wenn du die drei im Kader hast. Ist halt einfach so, was willst du machen? Aber diesen Kimmich-Goretzka-Take, dazu Conny Leimer als Rechtsverteidiger, Alter, da fällt mir auch nichts zu ein. So gar nichts. Katastrophe. Naja, ich denke, Barcelona hat auch eine ganz gute Offensive und die eine oder andere Mannschaft auch noch mal. Musiala hat sich vom Verhalten her fast schon ein bisschen zurückentwickelt, so wie er sich benimmt, wenn er gefoult wird oder nicht so entschieden wird, wie es ihm passt. Ja, da ist wirklich ein bisschen komische Entwicklung. Also sportlich hat er sich auf jeden Fall weiterentwickelt, gerade was den Abschluss anbelangt. Ich denke, da hat er viel profitiert nochmal von Müller und Heavy. Aber diese Entwicklung, also es hat er vor dieser Saison hat das ja auch nie gehabt. Wenn er gefoult wurde, ist er aufgestanden, hat weitergespielt. Ja. So, und jetzt bei jeder kleinen Berührung ist es irgendwie Majestätsbeleidigung und ich muss mich erstmal auf den Boden setzen, direkt die Hände so und erstmal zum Schiri glotzen. Kriegst du halt einen Kackreiz bei, ne? Ist halt so. Kann er sich ja gerne mal mit einem Messi unterhalten. Ja. Soll er sich vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen, wie Messi das gehandhabt hat. Aber hat er vor der Saison ja auch gemacht. Ich weiß nicht, warum er diese Saison so drauf ist. Aber wie gesagt, das ist ein junger Mensch. Wenn der auf einmal in diese Sphäre gehoben wird, dass er der Größtverdiener beim FC Bayern ist und er denkt, ich bin jetzt der absolute Weltstar, ja, dann hast du vielleicht auch so Allüren. Ja, dann ist halt schwer, auf dem Boden zu bleiben. Vielleicht ist das so ein Punkt. Und dann denkst du dir, hey, was erlauben die sich hier in der Bundesliga?
Weiß ich nicht. Ja, Conny Leimer als 8er, 6er, man hat das gegen Gladbach gesehen, ja. Wenn er dann mal 2, 3 Mal in der Mitte war. Also ich weiß auch nicht, ich habe letzte Woche hier einen gehabt, der gelabert hat, Conny Leimer hat kein Bayern-Niveau, Alter. Oder könnte diese Position nicht spielen. Ey, der hat absolut keine Ahnung von Fußball gehabt, der Mensch. Also Conny Leimer als 8er bei Leipzig im Company-System, was auf Pressing ausgelegt ist. Junge, der stresst den Gegner alleine so viel wie 4 andere Spieler aus unserer Mannschaft, ey. Verstehe ich gar nicht. Ja, das sind halt dumme Aussagen, ne? Hätten wir das Spiel noch 10 weitere Mal gespielt, hätten wir 10 Mal gewonnen, ja. Das sind wirklich dumme Aussagen. Aber hey, ich fand es gut, dass ein Kompanie jetzt mal, wo war das? War das in der PK vom Gladbach-Spiel oder was? Wo er gesagt hat, gegen Leverkusen haben wir wirklich ein schlechtes Spiel gemacht. Das hat er ja nach dem Spiel nicht gesagt. Aber da sieht man ja, dass er es gesehen hat, dass er nicht blind ist. Ne? Er hat sich halt da schützend vor die Mannschaft gestellt. Aber da hat er es dann klipp und klar gesagt, dass das ein super schlechtes Spiel von uns war in Leverkusen. Und das war es halt auch. Wir haben gar kein Land gesehen. Ja, Phileas sehe ich genauso. Verstehe ich auch nicht. Conny Leimer ist prädestiniert für dieses System auf der 8, oder? So. Und dann stell doch den Kimmich, der mit Sicherheit der viel, 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 viel bessere Rechtsverteidiger ist, wie Conny Leimer auf die rechte Verteidigerposi. Und du hast eine Win-Win-Situation. Also, habe ich auch nicht verstanden. Ja, wir werden sehen. Mal abwarten, ob der kommt. Und dann kann man. Dann werden wir sehen, was ein Kompanie für Ideen hat, ne? Systemmäßig. Und dass er nur einen Taktikplan hat, nicht gut Ein- und Auswechslung kann und der Umgang mit den Jugendspielern kreide ich Winnie schon ein bisschen an. Wünsche mir, dass nächste Saison eine Weiterentwicklung bei ihm. Aber alles gut. Danke, Winnie. Ja, wie gesagt. Für mich ist aber das die Saison alles unter dem Titel Finale Daumen. Von daher, ich denke schon, dass da nächste Saison ein bisschen was geht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Hat man ja dann auch schon in dem Spiel danach gesehen. Da war es ja ein bisschen variabler. Ja, das findest du ja nicht nur alleine absolut traurig. Ich finde das ja auch traurig mit dem Palhinha. Aber auch da wieder, warum nicht Kimmich als Rechtsverteidiger hinstellen und Palhinha auf die 6 gepackt? Ja? Wenn Palhinha spielen durfte er vorne Kimmich spielen. Also das ist halt dasselbe, keine Ahnung. Also wenn du den Conny Leimer als Rechtsverteidiger aufstellst, ist halt eine Katastrophe. Das ist halt nicht seine Stärke. Und dass man ihn nicht will, denke ich mal, ja, sieht man gerade, oder? Ich meine, spätestens jetzt wäre doch die Möglichkeit gewesen, jetzt so, du bist, Finale da Home ist weg, Meisterschaft ist safe, da wäre doch spätestens jetzt der Zeitpunkt gewesen zu sagen, komm, ich stelle ein paar Linien auf die 6 und guck mir das mal an. So. Aber das macht man ja gar nicht. Da siehst du wieder Kimmich Goretzka da rumdümpeln. Also da siehst du doch schon, der Mann ist nicht gewollt. So. Ja. So, wenn der Mann aber nirgendwo anders das Gehalt bekommt, was er jetzt gerade bei uns bekommt, wird dieser Mann auch nächste Saison noch da sein. Da sind wir wieder beim alten Thema angekommen. Das versteht keiner, warum der unantastbar ist. Versteht er wahrscheinlich noch niemand selbst. Das versteht wirklich keiner. Ich meine, er hat ja auch wirklich gute Spiele gemacht dieses Jahr auch für 6, ne? Aber er wird halt einfach nicht mehr, wir haben da letztes Jahr ja ewig drüber diskutiert, er wird auch nicht mehr dieser defensive Sechser werden.
Da kannst du dir jedes Spiel angucken. Der läuft halt als Sechser in Räumen rum, wo er nichts zu suchen hat. Er wurde gegen Gladbach 3-4 Mal im Zentralmittelfeld sowas von überrannt und überspielt. Ja, sorry, Alter. Das geht halt nicht. Ja. Das reicht dann in der Bundesliga aus gegen solche Mannschaften, ja. Da kannst du es kaschieren, aber sobald es dann auf einem hohen Niveau geht, Katastrophe. Ja, keine Ahnung, das wissen wir ja nicht. Kann ja auch sein, dass Kompany ihn da einfach sieht, weil du, wie gesagt, du brauchst ja 85% der Spiele brauchst du als FC Bayern ja keinen super defensiven Sechser. Ja. Da reicht ja ein Kimmich völlig aus. Ja. Und Kimmich hat ja seinen Anteil nach vorne. So, das ist ja unbestritten. Ne? Weiß ich nicht. Weiß aber auch nicht, ob es jetzt irgendwie geschadet hätte, wenn du da jetzt immer in jedem Spiel einen starken Sechser gehabt hättest. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich denke, die Offensive hätte auch so ausgereicht. Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber die Frage stelle ich mir ja bei jedem Trainer. Ich meine, du kannst diese Frage ja auch nicht seriös beantworten. Denkt an Tuchel. Tuchel hat sich hingestellt, hat gesagt, der Kimmich ist für mich kein Sechser, ist kein Anführer, ist kein Führungsspieler und hat die ganze Saison auf der 6 gespielt. So, wie passt das zusammen? Hm? Gut, da hast noch kein Palinja da gehabt, aber du hast hättest andere Möglichkeiten gehabt. Also, ganz komisch alles. Kimmich hat schon einen echt guten Spielaufbau, aber er braucht halt Platz und Zeit dafür. Ich denke, deswegen hat Vini ihn ganz nach hinten ins Mittelfeld gestellt, aber auf FV hätte er das ja auch. Das Problem ist, was ich immer sehe bei Josh ist, er hat ja manchmal Spiele und da ist halt nicht diese Trantüte. Da nimmt er nicht den Ball an und guckt erstmal und guckt und guckt und guckt und guckt und guckt und dann nach so einer 3 Sekunden, ach, ich spiele den Ball dahin, wo ich ihn schon hätte direkt hinspielen können. Ja? Manchmal hat er wirklich Spiele, da siehst du, dass der wirklich einen direkten Pass spielt und das nicht nur einmal. Ja? Aber die Spiele kannst du an einer Hand abzählen. Und das macht das so lahmarschig im Zentralmittelfeld, das ist eine Katastrophe. Ja, und das dann gegen Gegner, die tief stehen, die dann einmal mal 10 Meter aufgerückt sind und dann braucht so ein Kimmich, bis die Räder im Gehirn schalten, Alter, dann ist schon wieder alles zu spät. Katastrophe. Weiß ich nicht. Wie gesagt, als RV wäre Gold wert. Auch diese Saison wäre Gold wert gewesen. Also da hat man sich seiner eigenen Stärke ein bisschen beraubt. Du hättest ja nur Kimmich und Leimer tauschen brauchen. Mehr hättest du gar nicht machen müssen. Allein das wäre wahrscheinlich schon besser gewesen in der Zentrale. Und dann hättest du vielleicht nochmal ein paar Linien ausprobiert mit dem Conny Leimer oder mit dem Pavlo davor. Ja, der eine die spielerische Lösung, die andere mit dem Conny wäre eher die Pressing-Lösung und die läuferische Lösung gewesen. Ja, aber wie gesagt, ich denke, ein Kompany hat sich erstmal gedacht, so, erste Saison, ich muss Meister werden, eigentlich muss ich ins Finale da home. Ich lasse alles, wie es war, die letzten 10 Jahre. Ich gucke einfach, dass ich ein Team mache, dass ich wieder ein Team aus dieser Mannschaft mache und das hat er geschafft. So. Und da wollte er sich wahrscheinlich nicht die Baustellen aufmachen, ich schiebe den mal dahin, den dahin und den dahin. Ja. Deswegen mal abwarten, wie es nächste Saison aussieht. Was denkst du, passiert mit Paul Wanner im Sommer? Ja, ich denke mal, der wird verkauft werden, oder? Wenn du wirklich einen Florian Wirtz verpflichtest, brauchst du keinen Paul Wanner. Und der Junge will spielen, weil er nicht doof ist. Das war ja schon letztes Jahr so. Es bringt ihm nichts, bei uns auf der Bank zu sitzen. Ja. Aber selbst wenn er jetzt, keine Ahnung, lasse ihn ein sehr gutes Jahr spielen,
Wo willst du ihn denn dann hinstellen, wenn du Musiala und Wirtz in deiner Mannschaft hast? Keine Chance, Alter. Traurig, ja, traurig. Aber sehr wahrscheinlich wird es so sein. Wahrscheinlich wird er dann irgendwann in Dortmund landen oder sonst wo, wird er durchstarten und die freuen sich ein Loch im Arsch, ja. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, dass der Fehler daran liegt, Ben. Aber der Fehler ist ja schon seit Jahren so. Wenn du das zentrale Mittelfeld nimmst, der Fehler ist seit Jahren. Seit Jahren, Alter. Seit 3 Jahren. Katastrophe. Ich meine, du musst ja schon froh sein, dass sehr wahrscheinlich auch von oben so die Anweisung kam, so die Saison muss ein bisschen auf den Pavlovic gesetzt werden. Ne? Und dass man deswegen zu Leon gesagt hat, pass mal auf, wir wollen dich eigentlich nicht mehr. Sonst hättest du die ganze Saison wieder Goretzka, Kimmich gesehen. Katastrophe halt. Ja, natürlich hätte es den Kimmich als RV aufstellen können. Das steht doch außer Frage und er hätte ja genug Einfluss gehabt. Siehst du doch an Conny Leimer manchmal. Ja? Natürlich. Brauchst du ja gar nicht drüber reden. Wie gesagt, guckt euch doch einen Philipp Lahm an, Alter. Wie viel Einfluss hat denn Philipp Lahm auf unser Spiel? Das hätten Kimmich genauso tun können. Ich meine, er tut es in der Nationalmannschaft doch auch. So. Aber anscheinend sieht ihn Kompanie da ja nicht, sonst würde er ihn da ja hinstellen. So, was sollte dagegen sprechen? Also ich glaube nicht, dass Kimmich in seinem Vertrag drin stehen hat, wenn ich spiele, spiele ich nur im zentralen Mittelfeld. Also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, Josh ist aber dann auch nur nach vorne stark, nicht nach hinten. Das ist doch das Problem. Josh kann auch nach vorne stark sein, wenn der Gegner es auch versucht zu verhindern. Dann ist ein bisschen schwieriger, ja, gerade wenn man weiß, wie man Kimmich anzulaufen hat und zuzustellen. Das ist doch alles nicht das Problem. Ja? Das Problem ist doch die Bewegung nach hinten und der Raum nach hinten. Der Kimmich ist der Sechser, Alter. Er ist nicht der Achter. Ja? Das ist doch, was ich die ganze Saison gelabert habe. Dann stellen Kimmich doch als Achter auf und stellen Palinja als Sechser dahinter. Dann ist doch gut. Dann kann der Josh da vorne, kann er in 15 Millionen Räumen rumlaufen. Und wenn er meint, kann er auch noch hinten in irgendeinem Raum rumlaufen, aber da steht ein Palinja. Verstehst du? So. Und was hat man dann gemacht? Man stellt einen Josh als Sechser auf und einen Palinja als Achter. Sorry, Alter. Puh. So. Was soll das? Hä? Ich meine, wenn der Kimmich dann wenigstens da hinten stehen würde, in der Zentrale, und wäre da der große Anführer, der große Macker und würde anfangen, die Viererkette zu organisieren oder das defensive Mittelfeld irgendwie die Leute hinzuschieben oder sowas, aber das macht der ja auch nicht. Du nimmst den ja gar nicht wahr, auch wenn er im defensiven Mittelfeld unterwegs ist. Du siehst den ja nicht. Du siehst den nur, ach, der Raum ist frei. Ach, da ist er wieder mal im Zweikampf, den er absolut nicht gewinnen kann. Wann gewinnt Kimmich denn mal einen defensiven Zweikampf? Er schmeißt sich in 30% der Zweikämpfe, schmeißt er sich auf den Boden und hofft, dass der Schiedsrichter pfeift, Alter. Ja, ich habe 4 oder 5 gute Spiele gesehen, wo er wirklich mal defensiv stark war diese Saison. Alles andere war wieder eine Katastrophe. Das ist doch das einzige Problem. Nach vorne hin brauchen wir nicht über den Kimmich reden. Klar kann er das Spiel gestalten, er kann das Spiel nicht schnell machen, das kann er nicht. Ja, das kann der einfach nicht. Sorry. Dafür schaltet sein Hirn zu langsam oder was? Weiß ich nicht. Aber klar kann er unser Spiel gestalten. Das ist ja alles nicht das Thema. Das Thema ist das Defensive. Guck dir das gegen Gladbach wieder an. Junge, da war keiner. Da war kein Goretzka, da war kein Kimmich. Wenn du die irgendwo gesehen hast, dann waren die auf die in Halbposition. Aber meistens waren die erst gar nicht hinten. Meistens standen die auf Höhe der Mittellinie und wurden einfach überspielt. Katastrophe, Alter. Verstehe ich nicht. Aber werde ich auch nicht mehr verstehen.
Was sollen wir denn jetzt mit dieser Info anfangen, Hitzbot? Naja, wenn du die ersten 6 Spiele anschaust, ja, guck dir mal die ersten 6 oder ersten 8 Bundesligaspiele an. Da hat Kimmich mit Pavlovic gespielt. So. Da hat sich Kimmich so weit zurückgehalten, dass Pavlovic genug Raum hatte, um das Spiel zu gestalten. Weil Pavlovic ist viel, viel schneller. Ja? Der nimmt den Ball an, der dreht sich, spielt den Ball auch mal nach vorne und nicht einfach nur quer oder nach hinten, wie es ein Josh zu 90% macht. So, und Josh hat sich wirklich um die Organisation der Defensive gekümmert. Deswegen hat das Wechselspiel auch gut geklappt. Mit Guerrero, der in der Zeit Rechtsverteidiger gespielt hat. Ja, weil Kimmich nicht nach vorne gerannt ist wie so ein Idiot, sondern hinten war. Und dann hat er sich sogar auf die Rechtsverteidigerposition fallen lassen, weil dann der Rechtsverteidiger weiter mit aufgerückt ist. Ne? Das war super. Das hat super geklappt. So, und das hat man dann wieder über den Haufen geworfen. Nach dem Spiel gegen Barcelona, weil man da auf die Fresse gekriegt hat. Ja, weil Barcelona offensiv halt einfach uns überfahren hat. So, dann ist man wieder komplett weg und hat jetzt wieder in diese alte Schiene rein. Ja, nicht mehr dieses Wechselspiel hinten und Kimmich macht wieder alles und Pavlovic hat keinen Raum mehr gehabt, dann wurde er verletzt. Ach, hör mir auf. Also es geht ja. Und man hat es gesehen in diesen Spielen, dass es geht. So, und da war Kimmich auch defensiv stark. Zumindest stärker, wie es sonst ist, ja. Weil er sich einfach mal ein bisschen mehr auf diese defensive Aufgabe konzentriert hat. Und nicht gemeint hat, ich bin vorne noch der Spielgestalter und sonst was. Ja, das war wirklich gut. Ja, so ist es halt. Ja, und das wäre die andere Alternative gewesen. Hätte halt ein Kimmich einen nach vorne gezogen und ein Palhinha hinten auf die Sechserpose gestellt. Hätte bestimmt auch funktioniert. Klar, die hätten sich ein bisschen finden müssen. Alles gut, ja. So, aber wo du dann diesen Move sein gelassen hast mit diesem Wechselspiel, dass ein Kimmich mal auf sich als Rechtsverteidiger gefallen ist, was du jetzt zum Schluss übrigens wieder ein bisschen gemacht hast, ja, wo er mit einem Pavlovic wieder gespielt hatte. Das war wieder gut, muss man auch mal sagen. Jetzt war dann wieder Leon da, das war wieder eine Katastrophe. Ich weiß nicht, warum Leon da wieder spielen durfte, keine Ahnung. Geht in meinen Kopf nicht rein, muss ich aber auch nicht verstehen. So, und die andere Alternative wäre gewesen, du hättest ein Palhinha, jetzt Sechser da hinten hingestellt. So, und dann hätte Kimmich den ganzen Raum in der Mitte für sich gehabt. Ja. So, dann hätte er, solange Musiala auf dem Feld ist, hätte er nur schnell genug den Ball zu Musiala bringen müssen. Wild halt. Und wie gesagt, wenn so ein Goretzka neben ihm steht oder ein Palhinha, ey, das sind beide Spieler, die haben ja Qualitäten, aber die haben keine Spieleröffnungsqualitäten. Das sind keine Spielmacher, Spielgestalter. Und dass ein Kimmich dann weiter nach vorne rücken muss, ja, logisch. Und wenn der andere sich dann nicht fallen lässt in diese Räume, ja, dann sieht es halt so aus, wie es aussieht, ne? Ja. Mm, 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 mm. Das ist richtig, Hesch, ja. Also wie gesagt, ich hätte mir gerne mal gewünscht, dass man so ein Palhinha 5, 6 Spiele am Stück kriegt, wie es jeder Spieler eigentlich bekommen hat die Saison, auch wenn sie schlecht waren. So, aber du hättest auch ein Palhinha 5, 6 Spiele geben können auf der 8. Das macht halt keinen Sinn, Alter. Ja, sorry. Das ist halt einfach, was soll er bringen? Das kann der nicht. Ja, es stand vorhin hier, der war alleiniger Sechser bei der EM, Alter. Nee, das war eine Maschine. Ja, eine absolute Maschine, Alter. Naja, wenn Palhinha hat gesagt, er möchte nicht gehen. So, also wird er nicht gehen. Weil es wird kein Spieler diesen Verein verlassen, wenn er nicht gehen will. Ganz einfach. Also ein Palhinha wird gehen, wenn irgendein Verein kommt, der ihm mindestens das Gehalt zahlt, was er bei uns gerade kriegt und wo er Spielzeit kriegt und wo er die Chance hat, Titel zu gewinnen. Ansonsten wird ein Palhinha nicht wechseln. Warum auch?
Na, das hat er aber schon gemacht, der Pavlo, ne? Also das ist jetzt keiner, der da irgendwie kuscht. Also der, was heißt Ansage, aber der ist schon einer, der dann auch da mal dirigiert und die Räume anzeigt und sowas, ne? Aber das muss man schon sagen. Mm, mm, mm. Ja, Palhinha hat diese Saison keine Chance bekommen, ja. Ja, wahrscheinlich, weil es für Kompanie Fußball zu defensiv gedacht ist. So, ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn du halt siehst, dass unsere Innenverteidiger zeitweise 25 Meter in der gegnerischen Hälfte stehen. So, wo soll dann ein Sechser stehen, ein Defensiver? Weißt du, wie ich meine? Und das ist eine Geschichte, da ist ein Palhinha dann schon ein bisschen überflüssig, das verstehe ich schon. Ne? Weil, dass er das nicht kann, da irgendwo dann Einfluss zu nehmen, siehst du ja. Das hast du ja gesehen, wenn er als Achter spielt. Kann Leon übrigens auch nicht. Dann ist das auch das Gefühl, du spielst mit 10 Mann. Ne? Das sind halt Spieler, die dieses System halt nicht können. So. Die Frage ist halt, das wissen wir ja nicht. Vielleicht war das schon fix, dass ein Palhinha nächste Saison kommen musste, dass du ihn nehmen musstest, was weiß ich. Keine Ahnung. Oder es war wirklich so, wie wir gesagt haben, man wollte sich von Kimmich trennen, weil man nicht mehr den Josh zugetraut hat, dass er nochmal so zurückkam, wie er zurückgekommen ist. Und deswegen hat man dann Palhinha verpflichtet und ja, Kompanie jetzt dann andersrum gesehen und jetzt steht es halt da. Dann ist das so. Ja, was heißt Bauernopfer? Weil der Trainer oder. Erstmal musst du ja sagen, dass Kimmich eine starke Saison gespielt hat. Im Großen und Ganzen war es eine starke Saison. Ja, wir brauchen nicht darüber reden, habe ich gerade schon gesagt, der ist kein defensiver Sechser. So. Das weißt du. Du weißt auch, wenn du, keine Ahnung, wenn du Musiala aufstellst, dann weißt du auch, dass der keiner ist, der, was weiß ich, am eigenen Strafraum die Bälle rausköpft. So. Wenn du einen Josh als Sechser aufstellst, dann weißt du auch, ja, das ist keiner, der die defensiven Räume schließt. Das ist er nicht. Du weißt, was du bekommst. So, Kimmich ist kein Jugendspieler, der gerade seine zweite Profisaison spielt, Alter. Der spielt seit 10 Jahren, diese Rolle. Ja, seit 10 Jahren nicht, vorher hat er rechter Verteidiger gespielt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. So, du weißt, was du bekommst, wenn du einen Josh auf die 6 stellst. Und das weiß auch ein Kompanie. So, und anscheinend ist ihm das wichtiger, als wie, dass da ein defensiver Sechser steht, dass die Defensive konstanter ist. Nochmal, weil du das in 85% der Spiele nicht benötigst. Ja? Das ist das Ding. Dann kannst du eher den Verantwortlichen den Vorwurf machen, dass man Palhinha verpflichtet hat. Ja, weil ein Tuchel war kein Trainer mehr. So, dann hätte man sich mal, keine Ahnung, mit einem Kompanie da hinsetzen sollen und sagen, ja, brauchst du den denn? Was ist deine Art Fußball? Schon wild alles. Mm, 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 mm. Hätte ihn vielleicht auch mal als IV reinschmeißen können, um zu schauen, was passiert. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. So gut kenne ich ein paar Linien nicht, Alter. 70% den Ball hast, brauchst du keinen Sechser. Den 30%, wo du nicht den Ball hast, brauchst du in der Bundesliga auch keinen starken Sechser. Allerdings gegen internationale Klasse bricht dir das Genick. Jo, genau so ist es ja auch. Ist ja auch, was ich gerade sage. Aber du hast es dann ja noch nicht immer, du hattest ja dann noch nicht immer die Eier zu sagen, im Rückspiel gegen Inter. Also das Hinspiel hat ja gezeigt, wo die Schwäche war. So. Da hättest du doch so die Eier haben können, gegen Dortmund zu sagen, komm, ich nehme den Palhinha, stell den auf die 6. Nimm den Kimmich, stell den als Rechtsverteidiger und stell auf der 8 einen Conny Leimer. Das absolute Stressmonster. So. Das hättest du doch dann in diesem Spiel machen müssen. Ja, keine Ahnung, wäre es gegen Dortmund in die Hose gegangen? Alles klar.
Dann hättest du das Argument gehabt, ja, brauche ich gegen Inter gar nicht machen. Ja? Aber du hast noch nicht mal den Versuch unternommen. Du hast 1:1 die gleiche Scheiße runtergeleiert. Obwohl du diese Option die ganze Saison da hast. Ja, das ist das Einzige, was ich nicht verstanden habe. Du hast 1:1 dasselbe. Conny Leimer, Rechtsverteidiger. Ey, ich hab's nicht verstanden. Sorry. Keine Chance. Du warst halt auch super, wir waren super ausrechenbar. Ja, keinerlei Überraschungseffekt, nichts. Null. Die ganze Rückrunde 1:1. Dieselbe Leier. Ja, und wenn dann da so eine abgewichste, erfahrene Mannschaft wie Inter kommt, ja, sorry, Alter. Dann sieht das so aus, wie es aussieht. Auch wenn es am Ende nur ein Tor war. Naja, Versprechungen gemacht. Du musst ja schon Verträge unterschrieben haben. So, du kannst ja Versprechungen machen. So, wenn ein neuer Trainer kommt, ist ein neuer Trainer da. Wenn der Trainer sagt, ich brauche kein Palinja, dann kannst du ja nicht sagen, oh ja, wir haben das aber versprochen. Deswegen zahlen wir jetzt 51 Millionen und setzen den dann auf die Bank. So, was bringt das dem Spieler? Was bringt das dem Verein? Ja. Also da muss ja schon ein Vertrag zustande gekommen sein. So, alles andere macht ja gerade keinen Sinn. Oder man hat das wirklich ignoriert und hat gesagt, ja, wir brauchen einen Sechser, Kimmich sehen wir nicht mehr, deswegen verpflichten wir einen Palhinha. Und da kann der Kompanie aus dem Vollen schöpfen. So. Das war dann die Idee, dann sind wir wieder bei Max Eberl angekommen. Ja, grandios. Der Champions League, unsere Champions League-Saison war eine Katastrophe, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja? Die einzig starken Spiele waren gegen Leverkusen. Ja. Ansonsten war da viel Mittelmaß drin, viel, was richtig schlecht war. Also, wild. Also ist schon völlig richtig, dass wir da ausgeschieden sind. Von den Leistungen, die wir da vorher gezeigt haben in der Champions League. Gewinnst halt auch keinen Blumentopf mit, Alter. Auch wenn es dann so am Ende knapp war gegen Inter, ja, aber... Ja, du musst ja nicht so super flexibel reagieren. So, ich verstehe das ja schon, neuer Trainer und so, da lassen wir erstmal das alte System durchballern. Aber du musst doch wenigstens so einfache Umstellungen machen können, wie zu sagen, ey, komm, ich nehme jetzt mal einen Conny Leimer und tausche den mal mit Miosch. Oder stell mal den einzig defensiven Sechser, den ich in dieser Mannschaft habe, auf die Sechser-Posi. So, das muss man doch wohl hinkriegen, oder? Das kann doch nicht so viel verlangt sein. Wir reden ja noch nicht mal davon, du überrascht mal mit einer Dreierkette. Gut, ging zu der Zeit auch nicht, weil keine Innenverteidiger mehr da. So, wir reden ja noch nicht mal über einen Systemwechsel. Wir reden einfach nur über einen Positionstausch der Spieler. Aber selbst das war ja nicht. Und ein Kimmich hätte uns bestimmt gut getan als Rechtsverteidiger mit ein paar vernünftigen Flanken von der Seite. Ja? Und ein Palhinha, der einfach mal die Mitte schließt. Ne? Auf diesem Niveau. Und dass er dieses Niveau hat, hat er bei der EM gezeigt. Also. Ja, natürlich hat er vorher keine Spielpraxis gehabt. Das ist halt das andere Thema. Das ist aber auch der Trainer schuld. Hätte es ihn halt schon vorher mal einbinden können. Ja, eben. Du bist ja gegen Celtic schon glücklich weitergekommen, Leute. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Ja, du bist glücklich weitergekommen gegen Celtic. Und deswegen sage ich ja, da ist wahrscheinlich auch das Thema Druck mit dabei, ne, gewesen in der Champions League. Es war vielleicht einfach zu viel Druck für diese Mannschaft. Ja, das ist auch das, was ich sage. Ne? Ich lese das mal vor. Gegen tiefstehende Gegner der Champions League hätte ich Palhinha als Absicherung und Pavlo als Spielmacher, Beschleuniger aufgestellt. Und gegen mitspielende Teams in der Champions League Leimer als Pressingmaschine statt Pavlo. Und Kimmich in beiden Fällen als RV, der in der Zentrale unterstützen kann oder Olise hinterlaufen für Flanken. So, guck mal, du kannst doch einfach nur
Du brauchst kein System ändern, gar nichts. Ja, du hast aber 5 zentrale Mittelfeldspieler, wo je nachdem, welchen du aufstellst, du eine ganz andere Herangehensweise an dein Spiel hast. Und selbst das haben wir nicht getan. Ja, wir haben in der Schlussphase Kimmich Goretzka, Kimmich Goretzka, Kimmich Goretzka, Kimmich Goretzka. Ja, grandios. So, was soll dann anders sein? Du kannst dich bei Michael bedanken, dass wir noch kreativ waren. Der war der einzige Spieler, der kreativ war in der Offensive. Ja. Was soll da durch die Mitte passieren? Also, weiß ich nicht. Ändert natürlich nichts daran, dass es eine gute Saison war, ja. Also es ist ja hier gerade Meckern auf hohem Niveau. Aber es ist halt schade, dass man da nicht die Eier gehabt hat, ne? Das ist so die Essenz. Und nochmal, also ich denke, ein Kompany hat genug Fußballverstand, um zu sehen, dass Conny Leimer eine Pressingmaschine ist. Ja, und dass der eigentlich ins zentrale Mittelfeld gehört. Das traue ich ihm schon zu, dass er das sieht. Also, dann ist es schade, dass man das nicht genutzt hat, halt einfach. Es wäre schön, wenn wir mal wieder ein DFB-Pokalfinale sehen würden, ja. Ich glaube schon, dass die Sportkompetenz das sieht, aber anscheinend haben sie andere Vorstellungen halt, ne? Scheint, hat sich ein Kompany gedacht, keine Ahnung. Ich baue den Druck dann über die rechte Seite auf mit einem Conny Leimer oder ich habe keine Ahnung, ich frage mich nicht. Ich habe den Sinn nicht gesehen. Vor allen Dingen, weil Conny Leimer halt defensiv eine Nulpe ist als Rechtsverteidiger. Der war ja nicht zugegen, Alter. Katastrophe. In manchen Spielen hat er ja vorne Einfluss gehabt. Gerade dann auch, wenn er mal in den Halbraum gegangen ist oder geschweige denn sich irgendwann mal zugetraut hat, ganz mal in die Mitte zu ziehen, ja. Dann hat er seinen Impact gehabt vorne. Aber hinten? Leute, da können wir ja nicht sagen, das ist ein Verteidiger. Fonzie Davis ist ja schon eine Nulpe als Verteidiger. Ja. Conny Leimer hat das übertroffen. Das heißt schon was. Ja, ich weiß, dass die Definition für Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ja, da bin ich bei dir, Ambu. Ja, also da brauchen wir nicht drüber reden, was unsere Vereinsführung für ein Bild abgibt, Alter. Ja, aber das hat doch ein Kleimer auch gezeigt. Also jeder, der sich ein bisschen mit dem Conny auseinandersetzt, ja, denkt doch einfach, ihr braucht euch ja noch nicht mal mit Leipzig mal auseinandergesetzt haben. Ihr braucht euch einfach nur mal an die Spiele von Leipzig gegen uns erinnern. Und erinnert euch da an Conny Leimer. Mehr brauche ich gar nicht sagen, Leute. Mehr brauche ich nicht sagen. Ja? Und diese Stärke, dieses Können, das passt ja wie Arsch auf Eimer in dieses System, wie wir es in der Hinrunde gespielt haben. Mit dem super aggressiven, hohen Pressing. Ja? Das kann kein Kimmich, sorry. Das kann kein Goretzka, das kann auch kein Pavlovic, das kann auch kein Palinja. Ja, das hätte ein Conny Leimer in der Mitte gekonnt. Der hätte die Arbeit von 3 Spielern gemacht in der Mitte. Weil er das seit Jahren hat er das gespielt. Und dann ignorierst du ihn erst komplett und dann verbannst du ihn auf die rechte Verteidigerposi. Ganz wild. Naja. Aber es hat ja gereicht zur Meisterschaft, ne? Leimer war absolut überragend im ERB-Mittelfeld. Ja, war er auch. Was erwartet ihr mit der Mannschaft jetzt von der Club-WM? Boah. Müsste ich erstmal googeln, welche Mannschaften da aus Europa dabei sind. Die anderen Mannschaften kann ich eh nicht einschätzen. Deswegen freue ich mich auf die Club-WM, um einfach mal über diesen europäischen Tellerrand zu gucken. So.
Was haben wir denn? Chelsea, ja gut, die brauchst du nicht ernst nehmen. Real Madrid, ja, Real Madrid ist immer für was gut. Manchester City, weiß ich nicht. Paris ist natürlich stark, aber die spielen natürlich Champions League-Finale noch. Weiß man nicht, wie ernst die das nehmen. Dortmund, ja, Dortmund hat sich ja auch wieder gefangen, wa? Dortmund kommt ja auch noch in die Champions League rein, wenn sie ihr Spiel gewinnen. Da ja Freiburg gegen Frankfurt spielt. Inter Mailand ist dabei, kennen wir ja schon. Porto, Atletico, Benfica, Juve, ja, alles eher defensive Gefilde. Und Red Bull Salzburg, Alter. Aus Europa. Wild. Keine Ahnung, was ich da erwarten soll. Ich freue mich einfach mal andere Mannschaften zu sehen. Sage ich euch, wie es ist. Einfach mal weg von dieser Europageschichte. Erwarten. Ich denke, der FC Bayern erwartet einiges, weil er die Kohle braucht. Von daher denke ich, ist da schon ein gewisser Ehrgeiz da. Wäre natürlich schön, dass man vielleicht in dem einen oder anderen Spiel mal einen jungen Spieler eine Chance geben würde. Bin ich gespannt, ob das passiert. Vielleicht bleibt so ein Kimmich ja auch mal draußen, weil er bei der deutschen Nationalmannschaft dabei ist. Da ist die Belastung natürlich auch schon hart. Deswegen vielleicht ist er erstmal bei den ein, zwei ersten Spielen raus. Und wir sehen vielleicht mal ein paar Linien, wer weiß. Mal abwarten. Aber erwarten, weiß ich nicht. Schwierig zu sagen. Ja, es ist Kritik auf hohem Niveau, aber man merkt, durch kleine Posi-Wechsel oder Tests wäre eventuell mehr spielerisch drin. Ja, das stimmt. Letztes Jahr unter Tuchel war klar zu sehen, dass es spielerisch keine Weiterentwicklung gab, aber diese Saison war eventuell etwas mehr drin, auch wenn die Saison im Gesamten in Ordnung war als letzte Saison für Vinny. Ja, ich denke, warum zum Ende halt auch so wild aussah, Musiala war halt schon ein Faktor, ne? Das hast du gesehen. Also die Mitte war schon sehr offensiv, hast du manchmal durch die Mitte gedacht, so da rollt so ein Strohballen durch. Da muss ich schon irgendwie mal einen Michael in die Mitte verirrt haben oder selbst ein Leroy war ja mal zwischendurch ordentlich durch die Mitte. Aber ansonsten war das verwaist. Wenn Pavlo da war, war es halt einen Tacken besser. Ja. Ja. Das war halt ein Riesenproblem. Auch das Spielerische halt, ne? Dich mal so ein bisschen an die Hinrunde orientierst. Da ist das schon was anderes, ob so Musiala mit auf dem Feld steht, ne? Ich freue mich halt auch auf die südamerikanischen Mannschaften. Da bin ich echt gespannt drauf. Auch auf welchem Level die halt sind im Gegensatz zu Europa. Ne, das weiß man so ja gar nicht. Also, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe irgendwas davon gelesen, dass die Anstoßzeiten, warte mal, kann man da mal gucken, steht doch schon fest, oder? Dass das wohl doch Europa freundlich sein soll. Die Anstoßzeiten der Club-WM variieren vor Ort zwischen 12 Uhr bis 21 Uhr. Genau gesagt gibt es in den USA Anpfiffe um 12 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr. In Deutschland sehen Anstoßzeiten also folgendermaßen aus. Spiele werden um 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr und 23 Uhr angepfiffen. Ist da gleich ein Frosch im Hals. Wild. Wild, wild, wild. Also, die Anschlusszeiten variieren je nach Spielort und Turnierphase. Zu Beginn des Turniers beginnen die Spiele zwischen 12 Uhr und 22 Uhr Uhrzeit, was der Zeitspanne von 18 Uhr bis 4 Uhr deutscher Zeit entspricht. In der Gruppenphase halten sich die Abend- und Nachtspiele aus europäischer Sicht betrachtet in etwa die Waage. Im Verlauf der Club-WM werden jedoch immer weniger Spiele zu für europäische Fans ungewohnten Zeiten ausgetragen. So werden im Achtelfinale nur 2 der 8 Spiele um 3 Uhr morgens angepfiffen. Die übrigen 6 Partien, jeweils 3 pro Zeitfenster, beginnen um 18 und 21 Uhr. Die Viertelfinalspiele finden zweimal um 21 Uhr, einmal um 18 Uhr und einmal um 3 Uhr statt. Ab dem Halbfinale beginnen alle Spiele um 21 Uhr deutscher Zeit.
Die Fans des FC Bayern München müssen sich allerdings einmal umstellen. Am ersten Spieltag trifft der FC Bayern am 15. Juni um 18 Uhr auf Auckland City. Dann folgt am 21. Juni um 3 Uhr das Duell mit Boca Juniors. Schließlich steigt am 24. Juni um 21 Uhr das Aufeinandertreffen mit Benfica Lissabon. So, wisst ihr Bescheid? Haben wir das auch geklärt. Also machen wir 21. Juni, 3 Uhr machen wir Stream oder was? Boca Juniors, Nachtstream? Wild, oder? Wild, wild, wild. Ach, herrlich. Haben wir schon Wochenende gesehen, als Leimer auf der 8 war, aber naja. Ja, hat man auch. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne die Beweggründe auch nicht. Frag mich nicht. Ja, das werden wir sehen, ob der das Spielzeit kriegt, ne? So ein Bischof oder so ein Aznu. Wie gesagt, ich denke, der FC Bayern nimmt den Bums ziemlich ernst, Alter. Ich glaube nicht, dass man da groß, Schatz, ich trinke die ganze Zeit, ey, dass man da groß Experimente machen wird. Friesenbaumer, servus. Danke. Ah, der Chat ist immer gut hier. Da ist ab und wann mal ein Verwirrten dabei, aber in der Regel. Gegen Boca Juniors um 3 Uhr nachts wird lustig. Ja, wahrscheinlich wird das so ein Ding sein, was ich dann um 9 Uhr auf dem Bayern TV gucke morgens. Wild nach der Arbeit nach Hause und ins Bett. Nee. Obwohl gegen Boca Juniors ist ja schon das interessanteste Spiel eigentlich, ne? Naja. Verstehe einfach nicht, warum man Kimmich nicht auf rechts zieht und dann mit Leimer und Pavlo in der Mitte spielt. Das verstehen die wenigsten, ne? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß das auch nicht, was sie immer alle sehen. Aber wie gesagt, am Ende des Tages, du bist souverän Meister geworden. Du bist wegen ein Tor aus der Champions League raus. DFB-Pokal hat jetzt mit Sicherheit nicht an Kimmich gelegen. Also ich sehe halt die Spiele gegen Inter, da sehe ich schon Argumente, ne? Gerade das Rückspiel. Da sehe ich schon Argumente zu sagen, es wäre schlauer gewesen, Kimmich als Rechtsverteidiger zu bringen. Aber alles andere, welche Argumente haben wir auf unserer Seite, Alter? Bester Angriff in der Bundesliga, ich weiß nicht, ob immer noch die beste Verteidigung, müsste ich nachgucken. Also welche Argumente haben wir? Keine. Trink mehr. Ja, genau. Vielleicht überrascht uns Vinny auch. Ja, vielleicht. Also ich denke halt auch, dass Vinny so dann in der neuen Saison denke ich schon, dass wir ein bisschen was anderes sehen werden. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass ein Vinny unbedingt einen Goretzka haben möchte, dass er unbedingt einen Koman haben möchte, dass er unbedingt einen Gnabry haben möchte. Ich glaube nicht, dass er unbedingt alle Spieler haben möchte, die gerade in diesem Kader sind. Ja? Nur er hat das nicht zu entscheiden. Und das ist auch gut so, dass er das auch nicht so äußert, wie es ein Tuchel getan hat, weil dann sprengst du die Mannschaft. So. Ja, Vinny macht genau das Gegenteil und deswegen haben wir eine Mannschaft. Aber deswegen kann Vinny halt auch nicht sagen, was weiß ich, pass mal auf, hier ist der Iran Kunda, der ist gerade neu, der ist ein junges Talent, den nehme ich da jetzt rein und setze einen Gnabry auf die Tribüne und einen Leroy, keine Ahnung, was weiß ich was, schickst du in die zweite. Ja. So, wir kennen diese Mannschaft. Wir wissen, dass es in dieser Mannschaft 3, 4 Grüppchen gibt und wenn da eine Gruppe irgendwas hat,
dann ist die alarmiert und dann rennen die dahin und Katastrophe. Ne? Deswegen lass mal 1, 2, 3, 4. Ich weiß, ist schwierig, Transferphasen mal durchgehen, ja. Und dann sehen wir mal, welche, ich denke mal, man hat ja gesehen in der Vorrunde, welche Vorstellung Vinny hat von Fußball. So. Dass dafür nicht gerade die perfekten Spieler auf allen Positionen da sind, denke ich, hat man gesehen. So, entweder wird er jetzt ein bisschen, ich meine, er hat ja im Laufe der Saison seine Herangehensweise taktisch auf jeden Fall angepasst. Ja, gerade nach dem Barca-Spiel hat man ja gesehen. Also, entweder kriegt er jetzt die passenden Spieler dafür oder man hat die Eier zu sagen, wir haben die jungen Spieler dazu, die jetzt schon mittrainiert haben, ja, die da schon eingeschliffen wären für, was weiß ich. Oder halt nicht. Ja. Aber solange du diese Altlasten nicht los wirst du auch weiterhin Gnabry, Sané, Coman, Goretzka bespaßen müssen. Ne? So, weil wenn du das nicht tust, hast du wieder kein Team. Ja? Dann hast du wieder Stinkstiefel, dann sind die wieder bla und das hat Einfluss auf den und auf den. Und dann hast du wieder das Problem, dass du wieder nur Egoisten auf dem Feld hast und Grüppchen und ja, und das bringt uns ja gar nicht weiter. Das haben wir die letzten Jahre gesehen. Ja? Deswegen ist das, glaube ich, nicht so einfach für den Vinny auch. Und vielleicht dachte sich so ein Vinny am Ende dann so, ja, keine Ahnung, ich stelle jetzt einen Conny Leim als Rechtsverteidiger hin, damit er nicht sagt, er haut nächste Saison ab oder was. Ja? Vielleicht hat er andere Pläne in der kommenden Saison mit ihm. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass der blind ist und das nicht sieht. Ja? Kann ich mir nicht vorstellen. Erfolg ist das beste Argument, ja. Im Leistungssport auf jeden Fall, ne? Ja, natürlich könnte der Abstand noch größer werden, aber. Ja, Pokal, es geht auf Manus Kappe, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ne? Ja, na klar, du musst ja irgendwann die Spieler reinwerfen. Das hast du doch mit dem Pavlo in Dortmund gesehen. Das hat er selbst in Tuchel gemacht, Alter. Zwar notgedrungen, ja, aber er hat es dann gemacht. So, und wir hatten diese Saison auch notgedrungen, keine Außenverteidiger da und hattest einen Adam Arz nur auf der Bank sitzen und du hast ihn trotzdem nicht reingeworfen. Ja, und das ist ein Punkt, den man mit Sicherheit vorwerfen kann. So, entweder funktioniert derjenige dann oder nicht, ja. So, aber wenn die gar nicht die Chance kriegen, ja, über was reden wir dann, ja? Das ist doch das Problem. Die haben doch gar nicht die Chance gekriegt. Der saß ein halbes Jahr nur auf der Bank. Nur. Ja. Das wäre, ey, ohne Scheiß, das wäre für mich auch, ey, das wäre, da würde ich ein extra Video zu machen, Alter. Wenn Goretzka und Gnabry einfach wechseln würden, ach, wäre das schön. Junge, wäre das schön. Am Ende kackt die Ende. Nee, die Peitsche knallt am Ende. Ja. Wir werden sehen, was da passiert mit den Transfers. Aber das ist doch, das kommt doch auch darauf an, wie lange wir jetzt Vertrag hat, oder? Selbst wenn du ihn dann verpflichtest. Wenn er noch Vertrag hat? Keine Ahnung. Ich bin da aber auch nicht drin. Gibt ja ein extra Transferfenster, also möglich wäre es ja wahrscheinlich dann, ne? Keine Ahnung. Also ich würde ihn Wirtz fühlen, definitiv. Ich denke, er wird uns auf jeden Fall eine Menge bringen. Auch eine Menge mehr Variabilität, denke ich. Ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass du auch ein bisschen, ja, du musst den Sechserraum besetzen, ne? Also entweder musst du den Kimmich da wieder einnorden, so wie es am Anfang der Saison war, da war es nämlich gut. Oder du musst gucken, dass du ihn auf die Rechtsverteidiger-Posi kriegst und dann wirklich Palinja da endlich als Sechser hinstellst. Ne? Weil du kannst die weltbesten Innenverteidiger verpflichten, wenn die
Was soll das bringen? Ja, wenn die Mitte offen ist, ist die Mitte offen, Alter. Da kann es, wie gesagt, da kann der weltbeste Innenverteidiger stehen. Du siehst dann einfach kein Land, ne? Ja, ich weiß, dass er bis 27 Vertrag hat. Ging ja um diese Club-WM-Geschichte da. Bum, bum. Wir werden sehen, ne? Ich bin gespannt. Und mit dem Tar bin ich auch gespannt. Das Problem, was ich halt sehe beim Tar, ist, dass er nicht günstig wäre. Was am Ende ja auch nicht das große Problem ist. Ich meine, guckt euch den Kader an, Alter, wer da was verdient, ey. Ne? Da musst du halt schon mal vorplanen. Da musst du einfach mal ein Jahr weiter planen jetzt, ne? Da musst du einfach mal sagen, pass mal auf, Leon und Serge, wir verlängern euch zu 100% nicht. Alles ist gut, ihr könnt das Jahr gerne noch hier absitzen, macht das, ist fein. So, dann weißt du aber auf jeden Fall schon mal, du hast ein Jahr später schon mal wieder 35 Millionen frei. Ja. Ja. Und musst die beiden Stellen dann halt mit Jugendspielern besetzen. Und kannst dann halt nicht sagen, ich verpflichte jetzt irgendwelche Spieler, die wieder 12, 13, 14, 15 Millionen im Jahr kosten. Ja. So ist es halt. Ja, das wird doch nicht passieren, Alter. Da wird sich doch ein AS Monaco nicht drauf einlassen, Alter. Die verpflichten ihn jetzt zu dem Termin, wo der Vertrag bei uns ausläuft. Und die sagen dann noch nicht, ja, den schicken wir noch zur Club-WM. Dann lassen wir den dann nochmal kaputt treten von den Boca Juniors. Und dann kommt er zu uns und ist jetzt mal ein halbes Jahr nicht da. Also, das wird doch nicht passieren, Leute. Naja, ablösefrei heißt ja nicht, dass er umsonst ist, ne? Wie gesagt, der will auch seine 20, 25, 30, wahrscheinlich 30, weil Pini Zahavi dahinter steht, Handgeld haben. Da kannst du von ausgehen. Ja, und unter 15 Mille Gehalt kriegst du den Tar auch nicht. Da brauchen wir uns ja auch nichts vormachen, wenn du den Davis 15 zahlst. Also. Das ist ja, was ich am Anfang schon gesagt habe. Müssen wir uns ja nichts vormachen. Genau, dann sind wir wieder an Nummer 1. Ist doch auch gut, oder? In irgendwas müssen wir Nummer 1 sein, europäisch gesehen. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Minjay war schon stark dieses Jahr eigentlich. Ja, jetzt die letzten Spiele, gerade Champions League, Inter und so, da gehe ich schon mit. Das war natürlich nix. Aber ansonsten war das schon eigentlich ganz gut, ey. Tut man ihm halt auch ein bisschen Unrecht, finde ich. Ja, der kommt nicht unter 15, Alter. Nicht, wenn der Piranha dahinter setzt. Der weiß doch, was ein Alfonso Davis verdient. Meint ihr, dann sagt er, ja, der Jonathan, der kommt jetzt für 10 oder was? Bitte euch, ey. Und auf Handgeld kriegt er seine Provision. Ist ja wohl klar, dass der da reingeht, Leute. Wollen wir uns doch nichts vormachen. Ja, Olli, so ist das halt. Ja? So ist das halt. Die Entwicklung wird ja auch nicht besser werden. Du musst ja jetzt schon Handgeld zahlen, wenn der Vertrag noch ein Jahr läuft. Dann muss ja schon Handgeld bei der Verlängerung zahlen. Ja, ich fand auch, dass sie sich gut eingespielt hatten dann, ne? Upa und Kim. Das war schon gut dann. Anfang der Saison war es wild, aber dann war es echt gut. Ja, Davies ist die Gehaltsstruktur wird eine Katastrophe werden, ja. Ja, deswegen normalerweise, du hättest jetzt nochmal die Kurve kriegen können.
So, Davis war schon hart, ne? Da hast du jetzt schon ein Zeichen gesetzt, was wirklich wild ist, vor allen Dingen an deine eigenen Spieler. Du kannst natürlich jetzt noch die Kurve kriegen, indem du mit dem Leroy nicht verlängerst, ne? So, dass da wirklich mal ein Zeichen ist, ähm, dass man sagt, bis hierhin und nicht weiter. Ja? Dann kann der FC Bayern dann sagen, ja, wisst ihr was, wir sehen Alphonso Davies aber hier. Wenn du das nicht so siehst, ist uns das doch egal. Wir sehen dich da, das Gehalt kriegst du. Nimm es oder lass es. Ja? So, das muss der Punkt sein. Dann kriegst du vielleicht noch mal ansatzweise die Kurve. Ja? So, aber beim Opa, was willst du denn Opa jetzt sagen? So, der Opa sagt, er möchte 15 Millionen haben, verständlicherweise. Ja, also. Opa hat wenigstens einen Markt. Wer weiß, vielleicht ist der Opa weg nächste Saison und du holst dafür den Tar. Ja, bin gespannt. Ich hätte auch gern Handgeld, wenn ich noch ein Jahr wieder neu bei der Firma bleibe, oder? Ja. Vielleicht soll ich das mal einführen. Ich muss mal fragen, ob man aber ich weiß gar nicht, ob das geht im deutschen Recht. Im Deutschen geht das doch gar nicht, oder? Im Arbeitsrecht darfst du nicht nur 3-mal befristeten Vertrag haben? Das ist ein normaler Arbeitnehmer. Danach musst du einen Festvertrag haben? Keine Ahnung. Muss ich mal nachfragen. Handgeld für dumme YouTube-Kommentare, dann wäre ich Millionär, Alter. Dann könnte ich einen Leroy anstellen, damit der die Kommentare beantwortet. Herrlich, ne? Ein paar Mille kriegst du nicht, dann musst du hier so Jobvermittler werden, dann kriegst du auch Provision, wenn du Leute vermittelst. Naja, so ist das. Naja, wie sage ich immer so schön, so wird es wenigstens nicht langweilig bei unserem FC Bayern. So haben wir immer irgendwelche Themen. Stell dich mal vor, das wäre nicht so. Stell dich mal vor, das wäre alles gut gewesen. Hätten wir ja gar nichts zu reden. Dann würden wir ja nur hier sitzen und sagen, war schon komisch, dass ein Thomas Müller eine Viertelstunde in der Fankurve stand und die Mannschaft, keine Ahnung, eigentlich hätte auch in die Kabine gehen können. Was war das denn noch für eine Szene, bitte? Habe ich ja gar nicht verstanden. Geht bis in die Unendlichkeit mit Tricks? Okay, wild. Ich kann mir das schon vorstellen, dass man mit denen nächstes Jahr verlängert, Alter. Ich denke mal, das wird jetzt Leroy Sané zeigen. Ja, das ist ja auch wieder so ein Zeichen. Jetzt überlegt euch mal, wir verlängern mit Leroy. Der Fall wird nicht passieren, aber stellt euch vor, ich meine, der Fall könnte sogar passieren. Erinnert euch mal an die Saison, wo bei Serge Gnabry der Vertrag ausgelaufen ist. Die war schon gut. Das heißt, das könnte nächstes Jahr wirklich passieren, dass Serge wieder gut spielt. Und du brichst jetzt bei Leroy ein, ja dann, versteht ihr? Hamsterrad, Alter. Phileas verstehe ich, Alter. Habe ich auch schon gesagt. Dann verstehe ich es auch nicht mehr. Vor allem, weil er ja wieder auch dann, wie gesagt, wenn du Wirtz noch verpflichten solltest, wirklich, wo willst du denn dann ansatzweise Jugendspieler einbauen auf den Außenpositionen? Und du hast so viel dahinter an jungen Spielern, die ja angeblich so überragend stark sind, wenn wir allein den Lennart Kahl da nehmen, der Werte hat, als wäre er Lionel Messi 2. Wo? Ja. Wo sollst du die Leute dann ansatzweise einbauen oder eine Chance geben? Also, ich verstehe gar nicht, warum man überhaupt auf die Idee gekommen ist, mit Leroy zu verlängern. Warum da überhaupt Gespräche stattgefunden haben, ist in meine Birne nicht reingegangen. Bin ich raus auch. Echt?
Der Eber lässt sich vorführen, ja, komplett. Komplett. Bei Alphonso Davies angefangen. Katastrophe. Wirklich. Verstehe es nicht. Ich meine, ihr habt alle über den Brazzo gemeckert. Alles, was ich bisher vom Eber gesehen habe, ist aber mal... Weiß ich nicht, ob man da sagen kann, dass das wirklich besser ist. Das muss er auch mal sagen. Ich meine, Hernandez konnte immerhin was für das Gehalt, was er gekriegt hat. Ja, es gibt ja immer ein paar Leroy-Fans. Ich meine, Spieler des Monats März, Leute. Also. Ja, nee, das habe ich nicht. Unangenehme Frage, das Gefühl habe ich jetzt nicht beim Eberl, aber ich weiß nicht. Das Problem ist einfach, man kann den nicht mehr ernst nehmen, ne? Also ich kann die Aussagen, die er trifft, kannst du nicht mehr ernst nehmen. Ich meine, wir haben es vorhin besprochen, das Ibiza-Dingen ist eine Woche her. Ja. So, bei mir hat das angefangen mit letzter Saison. Mit den Aussagen, wir gucken, wer hier den Rest der Saison für den FC Bayern alles gibt und den FC Bayern im Herzen trägt und danach werden wir dann aussortieren. Was ist passiert? Nüsse. Wir hier, Alphonso Davies hat 2 Wochen jetzt. 2 Wochen, das ist unser Angebot. Das war's. Der ist noch 8 Monate uns auf der Nase rumgetanzt und dem wurde dann alles in den Arsch geschoben, weil er der beste Bro von Jamal Musiala ist. Seitdem ist der Zug für mich abgefahren. Sorry. Kann ich nicht mehr ernst nehmen, den Mann. Gar nicht mehr, 0. Alles, was er sagt, öffentlich, weiß ich nicht. Also wenn der jetzt sagen würde, wir verpflichten nächste Woche Florian Wirtz, würde ich es immer noch nicht glauben, Alter. Den kannst du nicht ernst nehmen, den Mann. Ja, das haben wir ja auch schon besprochen, dass der Eber, das ist ja auch richtig, ja. Aber deswegen sage ich ja, er ist Sportvorstand, Alter. Er ist Sportvorstand. Nicht Sportdirektor, das ist Christoph Freund, ja. Der Sportvorstand. Wenn ich Sportvorstand bin, dann sollte ich doch, wenn ich vom Aufsichtsrat abhängig bin, so eine kurze Leine haben. Ja, und wenn ich dann weiß, ich habe keinerlei Entscheidungsgewalt, dann stelle ich mich nicht in der Öffentlichkeit hin und laber so und so. Wenn ich weiß, ich kriege jedes Mal von oben, nein, vielleicht, nein. So, dann halte ich doch meine Fresse. Ja, dann sage ich doch, so wie es auch zwischendurch mal kommuniziert, wir werden das als Verein entscheiden und dann werden wir es mitteilen. Und dann ist doch fein. So. Aber er muss jedes Mal was erzählen. Und spätestens eine Woche später passiert genau das Gegenteil. Ja. Deswegen sage ich ja, da ist eine Diskrepanz. Er denkt, ey, ich habe hier was zu sagen. Dabei hat er gar nichts zu sagen. Ich gucke mir mit Müller in die Augen und dann verlängern wir den Vertrag. Und dann kommt Uli Hoeneß, ja, Thomas, solltest jetzt seine Karriere beenden. Ne? Ja, passt halt nicht zusammen. Das ist nicht nur Eberts Schuld, da sind wir uns ja alle einig. Aber der Christoph Freund hält dann wenigstens die Fresse so, weißt du? Der setzt sich da nicht hin und haut irgendwie Sprüche raus. Der sagt dann, ja, wir entscheiden das als Verein, wir entscheiden das zusammen und dann, wenn es was ist, geben wir es bekannt. So. Weiß ich nicht. Ich denke mal, der Eberl hat sich was anderes vorgestellt oder der Uli hat ihm was anderes verkauft, als wie er jetzt zu sagen hat. Ja? So ein Ding wahrscheinlich.
Ja, der Olisse-Transfer, ja, keine Ahnung. Ist halt die Frage, kommt der vom Eberl? Kommt der vom Freund? I don't know. Auf jeden Fall war es ein guter Transfer, ja. Ja, natürlich, Doué wäre ein Megatransfer gewesen. Aber da kam ja wieder der Daumen. Meh, meh. Katastrophe, ne? Ja, deswegen sage ich ja, also da stimmt das halt einfach nicht. So, Eberl, ich verstehe das ja. Der Aufsichtsrat hat zu viel zu sagen bei uns. So, das soll eigentlich ein Kontrollorgan sein. Ja. Ich glaube da wohl nicht ernsthaft, dass der Eberl auch nur ansatzweise, wenn es wirklich um Wirtz geht, da irgendwas mitredet, Alter. Katastrophe, ne? Das soll ein Kontrollorgan sein und eigentlich ist Eberl der jeden Tag da ist, der da steht, der Rede und Antwort steht und der eigentlich nichts zu sagen hat. Deswegen gibt er so ein schlechtes Bild ab. Nee, das stimmt nicht ein, das stimmt gar nichts. Nicht irgendwas nicht, das stimmt gar nichts bei denen. Ja, eben, in Gladbach war der starke Mann, ja. Das ist ja auch, dafür holt sie ja auch einen Sportvorstand. Dafür holt sie ja einen Sportvorstand, dass er der starke Mann ist. Ja? Also er darf es halt nicht sein bei uns. Weil er immer den Diener machen muss vom Aufsicht. Er handelt immer aus, macht dies, macht das. Doué ist das beste Beispiel, der war schon safe. So. Bis Uli gesagt hat, wir haben keinen Geldscheißer. Ja, grandios. Ja, ist er auch. Eberl ist die ärmste Sau bei uns im Club. Aber er tut halt auch nichts, dass es dann irgendwie besser wird, ne? Ganz im Gegenteil. Ja, wenn ihr wüsstet, wir schon alles sicher haben. Ganz genau so ein Ding. Ja, genau so ist es dann. Ja. Du lässt sie halt einfach nicht machen, ne? Das ist halt ein Unding. Ich habe es ja im letzten Stream schon gesagt und die Woche davor, damit mache ich das Thema auch zu. Normalerweise muss das auch so laufen. Hier, man setzt sich zusammen, so wie jetzt, die Saison ist zu Ende, man guckt, ja, wir haben das sportlichen Erfolg, wir haben den sportlichen Erfolg. Wir haben die Einnahmen, wir haben die Ausgaben, dann setzt man sich zusammen im Aufsichtsrat, dann sagt der Aufsichtsrat, pass mal auf, wie sieht's aus? Wir haben Betrag XYZ, den können wir für Transfers zur Verfügung stellen. Wenn ihr mehr braucht, müsst ihr erst Spieler verkaufen, um neue Spieler kaufen zu können. Punkt. Und nicht, ich verhandle mal, dann dackel ich hoch. Uli und Kalle, darf ich den verpflichten? Geht das? Herr Max, zeig mal den Vertrag her, ne? Zeig mal, was steht denn da überhaupt drin? Was verdient er denn im Jahr? Ne? Nee, da muss er jetzt aber, nein, Handgeld kriegt er auch nicht. Ne, da muss er jetzt nochmal 2 Millionen runterhauen. Weißt du, das geht halt nicht. Und genauso muss das mit den Gehaltskosten sein. Da sagt der Aufsichtsrat, hier, zack, du darfst 500 Millionen Gehaltskosten haben. Sieh zu. Und dann muss durch sein, der Punkt. Ja? Und nicht jede Verhandlung, jeder Furz dahin dackeln. Wer soll den Eberl denn noch ernst nehmen? Jetzt mal ernsthaft. Überleg mal, der Eberl verhandelt mit dem Spieler einen Vertrag. Und dann sagt er dem, ja, okay, ich frage mal den Uli eben. Hä? Machst dich doch lächerlich, Alter. Und das war doch das Problem beim Doué. Hat der Doué doch selber gesagt. Ja, ich war mich mit Bayern schon einig. Die haben mich dann hängen lassen. Ja, gehe ich nach Paris. Ja. Wow. Katastrophe, Alter. Ja, so ist das halt. Ja, genau so läuft das auch ab, Alter. 100 Pro. Junge, ey. Ja. Stattdessen denkst du darüber nach, mit Lieber zu verlängern, oder? Katastrophe, Alter. Naja, so ist es. Gut, Leute, ich mach Feierabend, ey. Ich mach Feierabend. Vielleicht gibt es ja bis nächste Woche was Neues. Wir haben ja noch ein Spiel. Das werden wir uns natürlich genüsslich reinziehen. Dann wird es auch nochmal einen Stream geben.
Dann gibt es ja dann die nächsten 1, 2 Wochen danach gibt es ja meine Saisonfazits und ich werde mal noch einen Termin machen für so einen Laberstream, wo ich da halt dann ein paar Leute dazu hole, sofern sich welche finden werden. Das werden wir sehen. Ja, schauen wir mal. Und ansonsten geht's dann, haben wir auch erstmal Pause und dann geht es auch erstmal mit der Club-WM weiter. Weil Nationalmannschaft interessiert mich nicht. Club-WM interessiert mich schon. Da wird es auf jeden Fall auch ein bisschen was geben. Ja, so wird es laufen. Genau. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen in die Woche und ich hoffe, ihr habt noch eine gute Woche. Wetter ist ja 1A, sodass die Laune oben ist, wa? Und dann gucken wir uns mal am Wochenende das letzte Spiel an. Leute, ich wünsche euch eine schöne Woche. Quält euch sachte, wie man so schön sagt. Ne? Und wer Bock auf Gaming hat, 7:45 switche ich nochmal rein. Auf dem anderen Kanal. Tschüssi.